Damen an die Herren, liebe Member von der ADR, an mein Name ist Brot Malus aus dem Bezirk Süden und schon heute hier als Präsidentin vom Kongressbüro den ADR Nationalkongress 2016 dürfen durchzuleden. Ich bin hier assistiert von Delegierten aus den Bezirken aus der Jugend- und Frauensektion. Das wäre für den Bezirk Norden der Conny Schutt, der Bezirk Zentrum Marceline Görgen, für den Osten Nathalie Breyer, de Gilles Carlizzi von der Adrenalin und Gulnora Sultanova für die ADR Frauen. Am Namen vom Kongressbüro will ich euch alle herzlich begrüßen und merci so für Ihre Präsenz. Ich wünsche euch alle gute Verlauf auf diesem Kongress und gebe dann damit zur Tagesordnung übergehen. Als erster Punkt vermerkt hat man heute Begrüßung durch den Präsidenten vom Bezirk Süden, den Guy Bouchard. Guy, kannst du also ein paar Worte sagen? Milos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, als Präsident vom Bezirk Süden, ich auf unserem Nationalkongress heute zu Ursbild herzlich begrüßen zu können. Also ich merci, dass ihr euch Zeit geholt habt, hier hinzukommen. Ursbild gehört zu der Gemeinde Freising, und das nach Süden. Da, wo unsere Deputierten Gastgeberien seit nur bei 30 Jahren an der Chambre sitzt. Der Nationalkongress als immer nur der Generalversammlungen von unseren Sektionen, der Bezirkskongresse an den Kongresse von den Frauen an der Jugend, den Höchstpunkt von unserer politischen Jahresaktivität. Diese Kongresse sind da, für das wir als Partei nach außen als Einigkeit und als Stärke weisen, aber auch als für allem als Partei Decisionen holen, was die politische Ausrichtung von unserer Partei anbelangt. So werden wir auch heute nicht nur einen Rückblick machen über das vergangene Jahr, ein Jahr, das für die ADR ein Erfolg war. Ich erinnere nur an unsere Kampagne am Kader vom Referendum vom 7. Juni, wo die ADR wie keine andere Partei klare Position bezogen wird und auch dafür maßgeblich zum Resultat beigetragen wird. Wir werden auch heute zu aktuellen politischen Sujets Diskussionen führen und zu Konklusionen kommen, für das wir als Partei klar durchstehen, eine klare Position haben an den Debatten, und für allem uns an Hinsicht auf Gemengenwahlen, an den nächsten Chamberwahlen als ADR als ganz klar positionieren. Ich will dafür diesem Kongress einen guten Verlauf und einen flotten Success wünschen. Ich will aber eher mir auf die normale Tagesordnung übergehen, ein Merci sagen und die geschwärten, geguckten und geschriebene Presse für ihre Präsenz, die sie heute hier hat. Da will ich aber auch ein Merci sagen an all meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirk Süden, die geholfen haben für den guten Auflauf von der Organisation von diesem Kongress. Genau so gut wie die Mitarbeiter aus unserem Generalsekretariat. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kongress von heute ist an engem Punkt nicht vergleichbar mit all den Kongressen, die wir verdient hatten. Es fehlt ein Haut an Eisereien,
die von der ersten Stunde an dabei war, den an der Sektion aktiv war, den an der Fraktion, an der Exekutiv, ob der Kongresse, ob Versammlungen immer präsent war, an immer sich zu Wort gemeldet wird. Ihr wisst alle gut, von wem ich schwätze. Eisem Freund, dem Rettesfrenz. Ihn hört eis am Lauf von diesem politischen Jahr für immer verlos. 2 Tage für seinen Tod hat ihn nach ganz aktiv auf der Journée parlementaire mit diskutiert. Unter anderem über die Ausrichtung von der Steuerreform. Der Franz war all Kongress den Pfeffer als Salz an der Zopf war. Hier hat seine Meinung immer geäußert, er stung dazu, auch was er unbequem war. Hier hat das gesagt, was hier für richtig fand wird. Aber dafür ein Beispiel für uns alle. Wie wir als Politik sollen machen. Klartext, schwätzen und dazu, was muss gesagt gehen. Der Franz ist leider nicht mehr bei uns. Mit seinen Ideen, seinen Gedanken, seiner Menschlichkeit, alles das werden wir versichern, so gut wie möglich an unserer Partei weiterleben zu lassen. Ich gebe ihr später, liebe Kolleginnen und Kollegen, aufzustehen, an dem Rettisch Franz, an all unsere verstorbenen Members vom letzten Jahr an enger Minute zu gedenken. Merci. Wir geben dann zum weiteren Verlauf von unserem Kongress kommen an ich so nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci Guy für die sympathische Begrüßung und da geben wir dann zu Urspruch von unserem Nationalpräsidenten Dr. Jean Schoß kommen. Jean, du hast das Wort. Liebe Parteifreunde, liebe Parteifreundinnen, liebe Gäste, liebe Vertreter von der Presse. Ich begrüße euch dann noch ganz herzlich heute zu Ösböld, ein Dorf, was an der Grenze, ein Dorf am Süden, was an der Grenze liegt zum Osten. Eine Sache, die mich als Ostler immens gefreut hat. Sowieso scheint die Partei ganz live mit ihrem Präsidenten zu sein. Der Norden hat sein Kongress auch direkt an den Bord vom Osten gelöst, sodass ich eigentlich nie ganz weit aus der Heimat fortgehen muss. Hier an dieser Ortschaft erlaubt man einen kleinen Exkurs an die Geschichte, muss ich noch von einer Person schwätzen, die am Jahr 1245 hier geboren ist. Eine Person, die sicherlich von einer ganzen Reihe von uns ignoriert wird, die aber wahrscheinlich mehr wie alle anderen verantwortlich dafür ist, dass das Land haut da das, was das. Ich schwätze von Peter von Ösböld, ein Jung von kleinen Leuten, den am Mittelalter zum Erzbischof von Mainz gehen ist, und an der Position ein kleiner Grof, ein gewissen Henri, ob den deutschen Königs einen Kaiserthron gehoben hat, an den hast du bekannt gehen als Heinrich VII. An den Heinrich VII., den hatte Bof. Und auch für den hat Peter etwas gemäht. Mit dem Bof ein Königreich gehen. Königreich Böhmen. Und das war der Jean de Blannen. Jeder von uns kannte. Du hast dem Peter etwas nicht gelungen und hat nicht erreicht, dass der Jean de Blannen noch Kaiser gehen ist. Nichtsdestotrotz, als der Jung von Jean de Blannen noch König a Kaiser gehen, an Prag hat haut keine Universität, a kein Freiheitsdom, wenn es nicht die kalte Feierten aus dem Haus Lützeburg gehen hat.
Alles das hat ein kleiner Jung aus ganz einfachen Verhältnissen aus diesem Dorf erreicht. Und wir geben heute nicht so hochfrisch auf Lützeburg sind, wenn den das damals nicht gemäht hat. Hier war aber auch ein Mann, der sich gegen den Mainstream, gegen die üblich festgefahrenen Meinung von der Zeit gewehrt hat. Wie der Papst hingegangen ist und auf den Druck vom König von Frankreich Templer verboten hat sich die Sache an seiner Diözese Mainz, die damals bis noch Beime ging, angeguckt und hat dann dezidiert, dass Templer sich nicht zu schwer kommen lassen und hat den Templer den 4 an seiner Diözese bestehen lassen und hat sie nicht verbrannt, weil das hat in damals mit seinen politischen Gegner gemäht. Lo wir aber dann bald schon beim Haut an Haio kommen. Nicht wegen dem Verbrennen, aber wegen der Trennung von Kirche und Staat. Haut aber meint als Regierung, dass in der Kirche und Staat trennen müsst. Oder vielleicht doch nicht. A Platz eine proper Trennung zu machen zwischen Kirche und Staat, so wie der DDR das schon lange proposiert, dem wir für den Otto per Mille plädiert haben, als eng Zoos à la Gambia rauskommt. Eine Konvention aus einer Schrift gehen, die nimmer Streit an Zwietracht auslässt. Den einen geht sie nicht weit genug, an den anderen geht sie schon viel zu weit. Wir haben das erste Gesetz an dem Kader für rund 2-3 Wochen an der Chambre gestimmt. Und da ging es eigentlich nicht mehr um Kirchenfabriken, aber es ging auch nicht um Kirchenfabriken, es ging wie so DAX nicht mehr um Suen. Das Gesetz war zu harmlos ausgesät, wird aber nach für ganz viele Reibereien, zumal am nächsten Jahr, wenn man den Kommunalwahlkampf haben, für viele Reibereien und Streit an diesem Land sorgen, weil das Gesetz eine Kluft zwischen der Gemeinde und der Kirche oprabt. Responsabel sind bislang Kirchenfabriken für den Inhalt von der Kirche. Bis zu dem Gesetz waren die Gemeinde verpflichtet, einen eventuellen Defizit zu decken, und für den Inhalt vom Gebäude abzukommen. Das aber lo nicht mehr wahr. Die Gemeinde muss, und das ist ein ganz einfacher Satz formuliert, nicht mehr nach für große Reparaturen abkommen, und kein Mensch weiß, was für große Reparaturen da sind. Für den Rest müssen Kirchenfabriken dafür anstehen. Das ist aber nicht ein Stück von einer ganzen Reihe von Gesetzen, die kommen. An einen von den nächsten soll darüber rauslaufen, dass Kirchenfabriken zusammen gefeiert sollen an einem gemeinsamen Fonds, wo aber kein weiß, wen Herr am Meister gehen soll, nicht die Leute, die bei uns um Terrain schaffen. Da fragen sich, was für moralischen Anspruch dabei gewählt gehen soll. Es kann Ihnen eigentlich sagen, dass Gambia an dem Sinn wirklich nicht mehr kein Streit gesehen wird. Es hat nämlich nicht pressiert. Als Gemenge sind nicht der Faillite entgegengegangen, nicht mehr, weil sie bei den Kirchenfabriken ein wenig helfen mussten. An der größten Unzahl von Kirchenfabriken haben sie mal nicht helfen müssen. Da ging auf lokalem Plan ganz andere Summen verbraucht, wie die für die Kirche. Es hat nicht mehr just politisch pressiert. Der rote Innenminister hat irgendetwas abweisen wollen. Seine Trennung von Kirche und Staat hat einfach nicht mehr ein Teil von der Population verärgert, und die für den Laizismus plädiert haben, sind nach lange nicht zufrieden. Das ist sicher kein Gesetz, mit dem man sich bretzen kann. Nee, Gambia versicht, die Kirche nicht mehr am Dorf zu lassen, und wahrscheinlich wie an der Gambia Europäer von Ausbild nie Erzbischof gehen. Aber es geht viel rund. Holen wir das Beispiel vom Religionsunterricht. Der Religionsunterricht geht oder ist schon so gut wie aufgeschafft, dass wir Privatsachen mengen sie. Das hat an der Schule nichts zu sichern. Tipptopp. Damit machen wir den Extremisten an alle Lehrer, die ganz groß ab, für einen dunklen Reim dunkle Geschichten zu erzählen. Auf Platz einen modernen Religionsunterricht parallel zu einem Werteunterricht anzubieten an der Schule, wo der Staat matt hat bestimmen können über den Inhalt und Moralität von diesen Kuren, wo der Staat einen Einfluss gehabt hat auf die Schwach von den Professoren und den Katecheten, haben wir das ganz aufgehen an ein Nirvana von einer liberaler Politik.
dat doasrem eng Zopp à la Gambia sans goût, sans odeur, à sans contenu, wie de Bocuse wahrscheinlich so ging. Die Initiativ fir de Choix as ignoréiert gin. Et huet den sich lewer mat engem Dokumenteschredder gewiesen, wie mat Leiit vu gutem Willen. An CSV huet o flott mat gemet. Religionsunterricht am Sekundär ass fir die Partei mam grossen C am Numm kein Thema méi. Iwerhaft e Schredder fir d Menungen ze vernichten. Rënner deis dat net du neppes. Den 10. Mai 33 hunn Deitsch, an dat könnt iwwer no lesen, Deitsch progressiv Studenten, die demos mam Zeitgeest gange sinn, also mam Mainstream, sie Bicher verbrenne gangen. Also sie hun se vernicht, und zwar von denen Auteuren, die net hier Meinung gedeelt hun. Haut proposéieren Leiit heit zu Lützeburg, dat selvig ze machen mat der Meinung vun Ernestdenkenden. An de Minister mecht mat, an an all anderem Land an Europa hat diese Minister aus moralische Gründen nur direkt sein Hut holen müssen. Die Selwichtleit sind dann noch nach wahrscheinlich lo zuständig oder fühlen sich zuständig, für Inhalte vom Werteunterricht zu formulieren. Ganz nur dem biblischen Zitat an det Malede, das eben so, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. An überhaupt, Moral, war das da dann der Welt von Haut? Gucken wir mal einfach ganz am Mainstream no wat Wikipedia es seht. Als Moral bezeichnen den faktisch Handlungsmuster, a Konventionen, Regeln, a Prinzipien, die sich bestimmt Individuen, Gruppen oder Kulturen gehen für Madneen zu schaffen. Aber wir müssen uns mal einmal bewusst gehen, dass die Moral von Europa an den letzten 2000 Jahren Christlichkeit zu Lützeburg geprägt gehen ist. Unter anderem auch als dat erwurs aus der Konfrontation mit anderen Religionen. Türken stungen nicht umsonst zweimal für Wien und hatten den ganzen Balkan besat. Und Araber hatten die Iberische Halbinsel bis am 14. Jahrhundert in ihrer Tutelle. An unserer Gesellschaft schenkt es immer mehr, dass Werte, die als Moral durchgestaltet haben, verloren gehen. Eine Gesellschaft mit einer Moral verlangt auch nur Rückgrat. Ein Rückgrat, was Gambia zu vermissen schenkt. Es könnte ihn sogar mengen, dass die Regierung nicht mehr Rückgrat weisen, wenn es zu ihrem Vierde lässt. So hat die Regierung direkt etwas für Härtefälle am Chômage gemäht. Die gehen nur ganz einfach Premier Conseiller du Gouvernement. Endlich die Solution. Endlich die Solution für den Minister Schmidt. All Mensch, die wegen Inkompetenz einen Platz verleiht, kriegt einen Platz an einem Minister. Bravo! Das sicher. Wir holen aber auch ein Viertel daraus. Wenn Madame Nagel da genauso effektiv ist wie an der Regierung, da spüren wir ganz viel suchen. Weil dann haben wir sicher 2020 kein Pavillon zu Dubai. Aber lorem serieux. Foto mit Flüchtlingskanner und mit der Madame Minister auf Facebook sie flott. Familien aber aus Lützeburg gi systematisch gemobbt mit einer expliziter antinatalistischer Politik. Mam oder Pap au Foyer vergierset, Kanner geheieren in der Tutelle vom Staat a bester DDR-Manier. Jo, mir sind auch bei einer Regierung, wo es hinfeiert, weil Pap oder Mam hier Kanner großgezogen haben. A Flüchtlingen an Menschenrechte, auch so ein Thema. Der Premier und der Außenminister fanden das gut, dass wir lo Flüchtlingen aus dem Meer retten und am Konträr zu der Genfer Flüchtlingskonvention zurückbringen, ohne ihre Fluchtgrund zu prüfen. Und dann holen wir dafür andere Syrer, an nicht Flüchtlingen, am Verhältnis 1:1 aus der Türkei fort. Die Türkei kriegt für diesen größten Menschenhandel an diesem Jahrhundert tausche Bootsflüchtling gegen Syrer nach 6 Milliarden Euro an den Hals gehalten. So etwas kann sich nicht mehr eng Madame Merkel, die hier politisch die Valiere kämpft, an ihren Akolyten Jean-Claude Juncker erfallen lassen. Aber was möchte als Regierung? Sie klappt an den Händen,
weil wenn ihr kein Rückgrat hört, da muss ihn so ein Deal gut fanden. Ich muss euch nur etwas sagen. Ich war 25 Jahre lang Ausländer. 20 Jahre in Deutschland, 5 Jahre in Frankreich. Ich hatte keine Klasse d'accueil. Ich musste Spruch mit der Klasse lernen. Ich habe mit dazu gefangen und mit einer Mention honorifique abgehört. Kein Preis hat mich nur 20 Jahre gefragt, ob ich die Nationalität kriege oder will, ungesprochen Examen zu machen. Kein Franzose hat mich gefragt, ob ich ihn überhaupt verstehen ging. Und es war nicht immer einfach. Und dann zurück auf Lützeburg, endlich daheim, endlich kein Fremde mehr, und lo, egal wohin ihr könnt, entweder Französisch oder Deutsch oder Heinz mal Lützeburg, je nachdem, wo ich mich am Land rumfand, weiß ich mal nicht, ob ich überhaupt noch zu Lützeburg bin. Dann haben die Lützeburger 2015 an einem immensen Gest Nein zum Wahlrecht für Ausländer gesagt, und das bald mit 80%. Weil aber die 20% Elite, so wie der Verfassungsspezialist von den Sozialisten das formuliert hat, es besser wissen, geht da wenn für Gambia ein neues Nationalitätengesetz gemäht. Wenn 80% von den Lützeburger dagegen sind, mengen sie, dann machen wir doch nur einfach 80% von den Ausländern zu Lützeburger. Aber bei den nächsten Wahlen weisen dann die neuen 80%, den allen 80%, wen heute zu Lützeburg her am meisten ist. So die einfach Rechnung von Gambia an auch Lob von der CSV. Leider. Gambia und CSV lauschen nicht auf die Leute, nicht auf die Wähler. CSV will Kompromisse angehen. Für was? Lützeburger Bürger haben sich überall klar für einen Sprachentest ausgeschwart. Majorität, und zwar das ohne eine Vereinfachung. An denen, die nur 20 Jahre in einem Land lebt und noch immer die Sprache nicht schwätzt von diesem Land, den interessiert sich auch nicht für das Land. Und den hat dann auch kein Recht auf Nationalität und hat auch nicht das Recht, für mit Wählen zu gehen und mitzubestimmen. Und da gibt es keine Excuse, dass sie als Ausländer hier am Land nicht so isoliert, dass ihr nicht an den Jahren mit der Sprache in Kontakt kommen könnt und sie lernen könnt. Natürlich ist das nicht für einen los an sein Recht, eine Sprache nicht zu lernen, aber da brauchen auch die Lützeburger Nationalität nicht, weil das keine Identifikation da. Ich habe das Woche dem Professor Precht noch gelauscht hat. Ein Mann, der sicher als politisch mehr links wie rechts gesehen kann, so dass in Deutschland die SPD, die Grünen und die CDU ruhig an einen Dippen geheilen könnt. Egal wen Ruder ist, es wird immer dasselbe. Das Einzige, was noch spannend wie an der Wahl, wie ob die SPD oder die CDU mich stärker wird. Wir sehen das in Rheinland-Pfalz. Das kann ich noch so für Lützeburg sagen. Aber wenn ein Verhalten von der CSV am Kader vom Nationalitätengesetz gesagt, kann ich dazu unterschreiben. Wir befanden uns am Bereich vom Nationalitätengesetz voll am Griff vom Totalitarismus pur. Für den Begriff noch ein kurz zu erläutern. Dieser Begriff bezeichnet an der Politikwissenschaft eine diktatorische Form von der Herrschaft, die an der Differenz zu einer autoritärer Diktatur, wie wir sie an anderen Ländern kennen, an all Sozialverhältnisse versichte ranzuwirken. Oft verbunden mit dem Ausspruch, ein neuer Mensch gemäß einer bestimmten Ideologie zu formen. Eine totalitäre Diktatur verlangt von ihren Sujeten eine stark aktive Beteiligung Staatsleben, das als demokratische Partizipation getarnt, so wie dem sich Weiterentwicklung an eine Richtung zu der jeweiligen Ideologie. Ich los nicht einfach überlegen, was die jetzige Regierung bislang gemäht hat an den 2 Jahren. Eigentlich nimmen ideologische Reformen. Angefangen beim Homobestirtnis, über die Trennung von Kirche und Staat bis zu einer antinatalistischen Familienpolitik. Das ganz zugedeckt mit einem kleinen Feigenblatt von einer Pseudo-Steuerreform. Die nicht anders das, wie das mit diesen Sohnen zurückkriegen und auch nicht zu einem Deal
die sei an den letzten 2 Jahren mit der Steuererhebung schon aufgehalten hatten. Aber wenn dann ein landbekannter Journalist, der nur einer langen Auslandsreise auf Träger, Bilder von Hinweisschilder für Flüchtlinge mitgebracht hat und das kommentiert, meint, dass da gibt den Helm umgetan, weil die Gegenwand von Rechts an extrem Rechts zu Lit gehen, da freue ich mich, ob wir heute wissen, wo eigentlich der Kap ist. Jeder Verein, der nicht Mainstream ist, den als Rechts oder extrem Rechts an der Population anscheinend. Wenn das Rechts-Leute genauso denken gingen wie der Mainstream, da wären all die Links für den Gulag, für eine Mauer zum Schutz vom Sozialismus, für den Terrorismus von der RAF, für den Stalinismus, für Nordkorea als Demokratie gesehen. Ich so nicht. Da der ist für den Wert von der Familie, für den Wert vom einzelnen Leben, für die Werte an der Natur. Kein Baum soll sterben für ein Monsterdenkmal von einem Traum. Als ländliche Strukturen, an denen als Bauern müssen sich an einem gesicherten Kader entwickeln können, und nicht von der Bonvolonté von Einzelnen an einzelnen Ministerien abhängig sind. Damit können wir eine gesunde Lebensmittelproduktion an diesem Land sichern. Gringpolitiker, Gringpolitik dürfen sich nicht auf ein Abattement von Elektroautos für reiche Leute resümieren. Dir seht, wir sind auch nicht wie die jetzige Regierung. Also sind wir am Verhältnis zu ihnen progressiv. Wir sind laut dem Begriff von einem SPD-Politiker, Erhard Eppler aus den 70er Jahren, den da dann in seinem Buch Ende oder Wende definiert hat, die Partei, die sich für das Erhalten von der Umwelt, die sich für eine humane, solidarische Gemeinschaft ersetzt, sowie für den Wert und die Würde vom Einzelnen. Denn Eppler hat damals an den 70er Jahren und so verändert sich als Welt die Umwelt- und Friedensbewegungen gemengt. Heute haben diese Bewegungen heute zu Lützeburg nichts mit damit zu tun. Die Begriff aber, den damals geprägt hat, an den damals entstanden ist, an den heute noch immer gilt, als den vom Wertkonservatismus. Das, da wisst ihr, für was wir stehen und für was wir da sind. Ich sage nicht merci für den Nullausstand. Ma Merci Jean fir den remarkabel Riet. Ich si immer sicher, dass Hebannen all Mënsch dir zustimmt. Als nächst geif man dann Bier den als Generalsekretär den Alex Penning aus den Aktivitätsrapport fir zu drohen. Merci Alex. Merci, Herr Präsident, liebe Freunde, Kollegen, liebe Repräsentanten von der Presse. Ich glaube, wir für mein Aktivitätsrapport ob als Dokument, Rotdokument, der der an Zahlen auf Fakten zu verweisen, das Dokument, die sich alle gute vier leihen, und ich will doch nicht auflesen, weil man d'accord sieht, die Oplöstung als relativ detailliert. Große Merci und als Sekretariat erweist für uns allem, wie gut und intensiv als Parteispitze am vergangenen Jahr zusammen geschafft wird. Für uns allem als Exekutiv mit am ganzen 16 Sitzungen, wo wir neuerdings auch ein pur politisch Exekutiv haben, die Oversass mit der gefordert, an dat der Armee generelle Exekutiv an nicht zu vergessen hat auch 5 Nationalkomiteen am Jahr 2015. An all den Reunionen also auch sicherlich kontrovers diskutiert gehen. Und so soll das auch in unserer Partei sein. Wir werden doch schon letztes Jahr bei dem Kongress zu Gilsdorf betont haben, den Zusammenhalt, die Einigkeit und die Geschlossenheit
waren immer an am Endeffekt do, und ich kann an dem Rüge an dem Kontext so még Funktion als Generalsekretär mech mo eng Joer nach ganz viel Spaß. Wann wir dat politische Jahr 2015 lo wollen en Revue passeiere losen, da können die natürlich net launch den 7. Juni 2015. Den davon aus dem Familienfest, aber auch vom Referendum. Referendum war als Partei an so mat ze soen eng Schlüsselrolle gespielt huet, wenn mir die einzig, und ich muss es wiederholen, die einzig Partei war, die Klipp erklor vom Kongress und vom 22. März, das heißt von Anfang an gesot hun 3-mal nein. Und das trotz dem enormen Gegewand, und so haben wir auch den Ausdruck Mainstream zu hören von den Regierungsparteien, von den Gewerkschaften, von sämtlichen Jugendorganisationen, von den Parteien aus, natürlich also Adrenalin, von den Berufschambern, ein Teil von der Presse, und so weiter und so fort. Contrairement zu all dem Leute mir 3-mal nee gesot, und mir von allem auch nicht gesot, geht mal gut informiert an das Referendum. Am hun och net als no de Sondage gedreht. Lei frënner Kollegen. Das Resultat leit duch fir. Et ass och an der Broschüre dran. 80,87% géint d'Wahlrecht mat 16 Joer. Äder 7,02 géint d'Ausländer Wahlrecht fir die Ausländer, die mindestens 10 Joer am Land gewohnt und schon eng Lucht angeschrieben waren, an 70,93 géint Limitationun vun den ministersch Mandater. Dat Resultat schwatzt ben an het beweist, wie gut mir dëtze Boier kennen, a wie fest mir mat 2 Fäis an der Gesellschaft stehen. An datselwicht haben wir auch bei einer anderen wichtigen Diskussion bewiesen, an die gerade von einer ganz großen Aktualität ist, das neue Nationalitätsgesetz. Was ja eigentlich mit dem Resultat vom Referendum verbunden ist, weil, muss ich ja wissen, weil ja gerade Nationalität ist, die einem ermöglicht, wählen zu gehen. Da hatten wir als Delegation von unserer Partei, der Roy Reding, den Alain Klebert und ich, am Hirsch 2 Entrevuen mit unserem Justizminister Felix Bratz, konnten doch all als Point de vue erklären. Bei einem initialen Projekt, den absolut unverständlich war. Mit über 20 Ausnahmefällen, da ist Zugang beim ausländischen Matbürger, den über 20 Jahre gelebt wird, dann als ein Ausnahmefall für den Adoptant, den Lützebäuschen adoptiert, dann als eine Ausnahme gemacht gehen für die Refugiés, für denen eine Protektion international steht, war für alle Menschen ein bisschen etwas da. Und der Sprachentest sollte sowieso nach Meierhof gesagt gehen, von Niveau B1 beim Verstehen, an A2 beim Schwatzen, aber gleichmäßigen Niveau A2 bei den 2. Wo ihr muss wissen, dass ein internationales Kriterium vom A2 den absoluten Minimum vom Sprachenniveau ist. Und mit immer gesot, Nationalität muss das Resultat an nicht den Anfang von einem ganzen Integrationsprozess sein, bei dem natürlich als Spruch ein fester Bestandteil ist. Das ist eine Evidenz an einem Land. Und nicht nur bei uns, dass sie muss die Spruch schwätzen von dem Land, wo ihr lebt, wenn ihr die jeweilige Nationalität will erlangen. Weil wie sollen die neuen Lützebäuer da verstehen, was an der Chambre geschwärzt wird? Weil um Regierungsbriefing gesucht wird. Was zum großen Teil bei unseren Radio- und Televisionsschäden brucht wird. Natürlich also nicht alles negativ, was dann im Gesetzesprojekt steht, den man am Prinzip nur werden Vierleihen haben. Zum Beispiel haben wir von Anfang an noch gesagt, Draufsätze von der Residenzklausel von 7 auf 5 Jahre wäre eine Idee, die wir drohen können,
Wellt aus eine Schmatbierger gin, die schon 5 Jahre voll integriert sind, die als Spruch können, die uns sich vom Gradu soll, so man kennen auch da leben, ich betonen die uns sich. Auch von als dort Residenzdauer zu kurz schenkt, an unbedingt an dieser Punkt, wo muss erst die Steuern und eine Skolarisation an einer Lützeburger Schule gekoppelt sind. Oder aber den Ausnahmefall für den Soldat. Noch mindestens ein Jahr loyalem Dienst für das Land, wo die Regierung Proposition von unseren Deputierten Ferner Karteiser apparemment integral überholt wird. Es darf aber noch immer nicht sein, dass bei 20 Jahren Residenz oder der Länge vom 75. Lebensjahr der Sprachentest einfach wegfällt. Und durch einen sogenannten Schnellkur soll Osat gehen, weil, wie als Präsident doch schon gesagt hat, in den so lang am Land lebt und als Spruch noch immer nicht beherrscht, weist absolut kein Willen zur Integration und zum Interesse in unserem Land. Auch sollen keine Ausnahme gehen bei den Staatsbeamten oder beim Lützeburgischen Conjoint, wofür all die anderen sollen einheitlich Sprachentest gehen, also dem bestehenden Sprachentest auf wie bleiben soll. Aber wo mir gesagt tun, als einzig gesagt tun, für was setzt man nicht Schwätzen anverstehen auf dem ähnlichen Niveau B2, B1 löscht, Europa. Für den Spruch nach mehr Gewicht zu gehen. Das ist ein relativ vielseitiges Sujet. Wie gesagt, das Projekt wird nur offiziell publiziert. Und ich will auch meine Redezeit nicht überschreiten mit Details von unserer Position von da auf unserem Site rdr.lu und noch auf unserem Pressekommuniqué, auf unserem ganz guten Pressekommuniqué, den wir direkt Freitag nur der Entrevue mit dem Justizminister herausgebracht haben. Persönlich fand ich just, dass wir recht letzte Freitag nach ein Jahr schon das Gefühl, dass wir pro forma bei Justizminister Gruff gesehen und einem Moment, wo das Projekt schon lange durch den Regierungsrat, also vom Regierungsrat, aufgesehen war mit Abwälzung von der CSV und dass wir leider nicht mehr für drin konnten, eine Position aufbringen. Wir nach einem Jahr Kompromiss bei der Spruch, wenn es um den Spruch geht, wenn es um das bestehende Regime geht, gehen die Reis kein. Und dementsprechend werden die Amendmente auch von unseren Deputierten sind. Letzter Punkt, den mir nach persönlich ganz wichtig scheint zu erwähnen, als Proposition zum Tierschutz. Die mit letzten September 2015 schon auf hier schon eine Pressekonferenz, mit denen ich aber schon bei dem Kongress als großes Ziel annimmt tun, aber wo man darüber insistiert tun, dass der endlich von dem juristischen Statut vom Bien oder von einer Chose, das heißt einer Sache soll wegkommen, und dass es laut dem Traité von Amsterdam von 1997 von einem Protokoll additionnel endlich soll als être vivant et doué de sensibilité sowohl an der Verfassung wie an unserem Code Zivil unerkannt, aber für allem soll geschützt soll gehen an das Mulz vis-à-vis von seinem eigenen Proprietär. Dass die Abühen, dass die Quälerei und den Deieren abhält. Auch da lief ein Kollege verweisen schon bei der Pressekonferenz. Wir hatten den Roy Reding, den Jean Chos und ich am September eine ausfeierliche Pressekonferenz über das Sujet. Auch die Pressekonferenz könnt ihr bei unserem Site www.rdr.lu nach ein Jahr angucken. Voilà, ich sage euch alle gute Merci für die Nolauschen und ich gehe weiter an unseren Trésorier, Herr Jean-Claude Struttner, für den Finanzrapport. Merci. Merci Alex für den interessanten politischen Aktivitätsbericht.
Wie enke vum Alex so gekënne schu der Fi op den Dëcher Dossier leiien, du fand de genaue rapport am Orangen Deel. Du hast genau Joar 2015 resümiert. Hättfleich irgenden eng froh oder sos eng Bemerkung zu diesem Rapport am Saal? Nee? Man da gif man weiter zum Punkt 4 kommen, de Finanzrapport vom Generalkäse Jean-Claude Strottner. Die Damen, die Herren, les Freundinnen, Freunde und Membre von der ADR. Ja, das ist so besser. Am Namen von meinen Kollegen aus dem ADR Nationalvorstand habe ich dir stiefende finanzielle Bilder von unserer Partei vorzudrohen. Für ich, so Mann wie möglich zu langweilen, mit all den Schifferen, will ich mich auf die große Linie von Bilder 2015 begrenzen. Es steht aber jedem zur Verfügung, für mehr Details zu liefern, wenn die will wissen. Ich will den anderen Sprecher nicht hier Zeit klauen, weil die haben ihr viel mehr interessante Sachen mitzuteilen, wie ich mit meinem Zwillen salute. Wir hatten letztes Jahr ein Total von Einnahmen von 264.084,65 €. Und das haben sich folgendermaßen zusammengesetzt. Das sind Producekonten, 7. Konten, das sind Dauern, Kotisationen, die haben sich belaufen auf 12.656,23 €. Kotisationen von unseren Mandatären 51.074,42 €. Durch Parteifinanzierung guten wir 200.354 € ran. Die Ausgaben hatten wir aber für insgesamt 107.117,89 €. Und das haben sich folgendermaßen zusammengesetzt. Laut unserem Plan comptable haben wir 16 Konten Consommation de marchandises et matières premières et fournitures consommables, die ein Total von 2.764,41 € ausgemacht. Das Bürosmaterial, Wasser, elektrisch, Benzin, Produkte für den Unterhalt und kleine Ausschaffungen. Die 16 Konten Autre Charge externe weisen ein Total von 28.857,86 €. Das sind Location immobilière, Entretien et Réparation, Rémunération d'intermédiaires et honoraires, services bancaires et assimilés, d'assurances, frais de marketing et de publicité, frais de déplacement et de représentation, frais postaux, un téléphone, cotisation AECR et autres charges externes diverses. 62 Konten frais de personnel belaufen sich auf 61.626,85 €. 63 Konten dotation correction de valeur et aux provisions 9.637,87 €. 64 Konten autres charges d'exploitation diverses 1.151,77 €. Und dann haben wir, das sind dann d'impôts fonciers, d'autres taxes communales, aides financières aux composants du parti, autres charges d'exploitation diverses. 65 Konten charges financières, d'intérêt bancaire sur compte courant et autres. Et sur autres emprunts et dettes belaufen sich auf 3.079,06 €. Damit bleibt im Exerzice selber ein Plus von 156.966,76 €. Der Benefis wird dazu beigetragen, dass wir als Schuld komplett tilgen können, sodass wir heute ganz aus den roten Zöllen raus sind. Seit langer Zeit nicht so mit schwarzen Ziffern können schreiben. Es bleibt noch zu vermerken, dass wir nach einem Immobilienkapital haben, in der Form von einer Steuer zu EZIG, die auf ungefähr 400.000 € geschätzt ist. Das wäre von meiner Seite. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Merci für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute Kontinuation. Merci Jean-Claude für den Käserapport. Ich gebe dann nur dem Sandra Buschert Wort gehen, für am Namen von den Käserevisoren dem Kongress dann den Rapport zu machen.
So, also wir waren zu pur am Parteisekretariat für die Nationalkäse zu kontrollieren. Wir haben keine Irregularitäten konnte feststellen. Der Jean-Claude hat sich sehr gut gefordert. Und ich gebe den Kongress bitten, die Charge zu gehen. Ma grosse Merci und Käserevisore fir hier wertvoll Arbeit diese gelegt hun. Dann gebe ich da so, gib mal zu Punkt 6 kommt die Entlastung vom Generalkäse. Heute noch vielleicht irgendjemand am Saal ein froh oder eine Bemerkung dazu? Nee? Aber da gebe ich dir später für die Entlastung vom Generalkäse aufzustimmen. Wen aus meinem Rapport vom Generalkäse abverstanden, die werden nicht dann nur tanzen hier, wenn wer dagegen? Wen enthält sich? Man dummert wir den Rapport vom Generalkäse dann aufgeholt. Da gibt man auch schon zum Punkt 7 von der Tagesordnung kommen. Da gebe ich dann noch ein Bitten über die Entlastung vom Nationalkomitee an hier gelegten Arbeiten 2015 aufzustimmen. Wenn heimat den Arbeiten vom Nationalkomitee abverstanden ist, bitte ich dann Lotanze hier, wenn wen ass dagéint? Wen enthält sich? Ma dummert wer dann noch den Nationalkomitee entlascht. Als Punkt 8 steht dann op der Tagesordnung laut dem Artikel 35 Aufsatz G muss der Nationalkongress Kotisation festlegen. Das Nationalkomitee proposiert dem Kongress de Montant von der Kotisation nicht zu heigen, dann so zu lassen wie letztes Jahr war. Wenn der Kongress da da verstanden ist, da bitten ich dann zu klappen. Als nächstes bei dem Ordre du Jour stehen dann Käserevisoren. Laut unseren Statuten am Artikel 25 Aufsatz C hat alle Bezirke und alle Parteigliederungen das Recht, Käserevisor dem Kongress zu proposieren. Hier goufe proposiert für den Bezirk Norden den Detlef Sonneux, für den Bezirk Osten Nathalie Breyer, für den Süden Michel Boss-Retter, für den Bezirk Zentrum Beatrice Clement, für die Jugend Gilles Carlizzi und für die Frauen Jelena Marinkovic. Ich gebe euch auch bitten, durch Tanzsession über die Käserevisoren aufzustimmen. Wen ist mit der Proposition da einverstanden, die soll da Lotant geben? Wen ist da dagegen? Wen enthält sich? Man dummert wir mal dann, wie gesagt, werden die 6 proposierten Kandidaten als Käserevisor für den Exerzice 2016 gewählt. Merci. Ja, da wären wir auch schon beim Punkt 10. Heute gibt es so eine Präsidentin von der ADR Frauen, Madame Sylvie Michel, die wir uns dann einen kleinen Ausspruch halten. Sylvie, Wort gibt dann in dich gehen. Madame Präsidentin vom Kongress, die Damen und die Herren, wenn ich mich am Saal umgucke, sehe ich viele bekannte Gesichter, aber auch ganz viele neue Gesichter. Junker, an derer die am Herz und am Kopf noch immer sind. Als Präsidentin von der Frauen freue ich mich besonders über alle Frauen, die heute hier sind. Weil es ist nun mal so, dass Frauen sich traditionell Männer für Politik begeistern wie Männer. Zumindest ist das so bei den anderen Parteien. Aber nicht bei uns, weil heute sich schon am Publikum über 30% Frauen. Bei der ADR fühlen Frauen sich echt geholt und unerkannt an ihrer Verschiedenheit. Und dafür sind sie so aktiv an der Immens. An unserem Komitee sind wir sage und schreibe 14 Membres. Aber wenn dir als Frau Lust hat, Politik von Banne kennenzulernen
an zu Matze gestalten, dann sind ihr herzlich willkommen an unserem Komitee. Letzte Monat im Kongress sind DDR-Frauen sozusagen erwurselt gehen. Wir sind großjährig gehen, wir haben als Statute gehen. Die Frauen sind einen modernen, dynamischen Teil von der Partei. Wir haben eine Auffassung von der Frau, von ihrer Rolle in der Gesellschaft, die wir getrost als entspannt, aber postfeministisch können nennen. Wir sind emanzipiert, aber keine Emanzen. Wir sind feminin, selbstbewusst, setzen uns für Gleichberechtigung an, aber wir brauchen dafür kein Feindbild. Wir sind nicht gegen Männer. Wir gestalten die Gesellschaft zusammen mit ihnen. Wir meinen nicht, dass die Freiheit von der Frau sich dadurch definiert, dass sie gegen das Lebensrecht von Männern antreten. Wir sind für eine verantwortlich gelebte Sexualität und wir verteidigen das Recht auf Leben. Und als allererste Aktion nachdem wir als Statuten im Kongress aufgesehen haben, haben wir eine Demande und den Conseil National des Femmes gemacht, für als ADR-Frauen da Member zu gehen. Es sind überzeugt, dass als Aussichten kritisch, aber konstruktiv mitarbeitet, dem Conseil National des Femmes wird gut tun. Zumindest werden die Seligen erwähnen, die Madame Minister Mutsch, der Conseil Fried, ein Gritz Männer einseitig link ideologisch gehen. Und das ist gut so, weil der Conseil National des Femmes soll ja alle Frauen am Land vertreten. Mit den ADR-Frauen rund um den Tisch hat der Conseil National des Femmes, der Madame Mutsch, mehr einen differenzierten Avis könnte gehen zu der Quotefrau. Die Grünen, DP, der LASAP und CSV haben sich begeistert am Dezember an der Chambre für die Quoten angesetzt. Hier haben wir klar eine andere Position. DDR-Frauen schwätzen sich ausdrücklich gegen die Quoten aus, sei es an der Politik oder am Beruf. Wir brauchen keine Quoten, weil wir sie selbstbewusst und vertrauen auf unsere Kompetenz. Die persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen allein sollten die Kriterien für Auswahl und Beförderung sein. Quoten gegen das Prinzip von gleichen Rechten, von den Grundprinzipien der Demokratie. Für eine gerechte Behandlung zu garantieren, sind DDR-Frauen gegen Genderdiskrimination von einer Person, sei sie positiv oder negativ. Das gesagt, den Interesse und Kapazitäten bei den ADR-Frauen für sich aktiv an der Politik zu engagieren, ist so groß, dass bei der letzten Chambre a Gemengewellen bei 40% auf den ADR-Listen Frauen waren. Es gibt also keinen Grund, dass der in Zukunft anders sein. Ich würde zur Familie. Viele Frauen wissen, dass diese Partei, die ADR, die einzig ist, mit ihrer Wertvorstellung, mit ihrem Bekenntnis zu den Kindern, mit ihrem Bekenntnis zur Familie, die sich resolut für die Frauen ersetzt, die wollen ihr Leben konsakrieren, für die Kinder selber zu erzählen. Die ADR setzt sich aber auch resolut an, für die, die mit oder ohne Kinder den Schwur machen, schaffen zu gehen. Die ADR ist einfach für viele Leute die richtige Partei, und nach die einzig, für die sie sich können dezidieren, weil all die anderen verfolgen andere Ziele, aber nicht die Verteidigung von der Familie. All die anderen wollen ein Gesellschaftsmodell vorschreiben, den DAX, die Gefühle an den Hoffnungen von den Leuten überhaupt nicht Rechnung dreht. Wie rote vor dem zieht sich das Bekenntnis zu der Familie durch als ganz Programmatik, vom Schutz vom Kind, vom Schutz von der Familie, vom Schutz vom Leben. Zu Madame Kahn. Par rapport zu unseren Wertvorstellungen und unserem Respekt für alle Familien im Schwa, wenn es um Kinderbetreuung geht, leitet Madame Minister Kahn genau auf entgegengesetzter Richtung. Die wisst ja, dass sie die Allocation de Maternité und die Allocation d'Éducation aufgeschafft hat. Da das nicht nur eine Unverschämtheit, mir es lässt tief blicken.
erweist weit Madame Kahn d'ältere verurcht, bei dem beim Kant bleibt, solange das klang sind. Als war dieser familieministerisch fand jo, dass es genug Kanner auf der Welt gibt, dass mir letzte Woche Leber sollen an der Wirtschaft aktiv gehen, wie nach mehr Kanner an die Welt zu setzen. Aber man da schon Kanner muss kriegen, da sollen Mammen ob Manns, das kann er direkt an die Kirche aufgehen, am sehr bei ihr Patron schaffen laufen. Sie geht sich gut drin, für ihr Ziel zu erreichen. Sie setzt die Familien, die Kanner selber daheim erzählen, einem unheimlichen materiellen Druck aus, und sieht dann, sie hat ja das schwer schaffen zu können. Die Eltern kriegen vom Staat gesagt, dass der Staat ihnen misstraut. Mir auch den Edukationsminister Meischers auf dem Zug. Die Schulen sollen Kanner indoktrinieren. Am Regierungsprogramm steht, dass am Präkos soll Sexualerziehung gemacht werden. Die Kanner sollen sich nach 400 Spielschulen, damit also nicht sitzen, ob sie lieber jung oder lieber Mädchen wären. Wennst all diesen ideologischen Wertvorstellungen von Gambia will sie, dass der Staat Kanner erzählt am Platz von den Eltern, für das die Kanner unisex, multikulti, gleichgeschalten Erwurzener gehen. Die hat bestimmt schon von der ADR her Älteregeld für alle Eltern hören. Jeder soll die finanziellen Moyen kriegen, frei zu entscheiden, wie er sein Leben sein Kanner will gestalten. Es kann nicht sein, dass die einen vom Staat Kirche bezahlt kriegen, und die anderen all finanziell Hilfe gestracht kriegen. Wir wollen, dass die Eltern ihr Leben können genau so gestalten, wie sie es gerne hätten. Und dafür soll jeder Verein dasselbe Älteregeld kriegen. Die einen bezahlen dann mit dem Älteregeld die externe Betreuung, und die anderen, die daheim bleiben, die haben das Geld eben für sich, aber sie müssen von dem Geld dann eine Kotisation an Pensionskasse bezahlen. Damit sind dann noch sie sozial aufgesichert. Daneben tritt der DDR auch dafür an, dass das Kannergeld gestaffelt bleibt, wie das bislang war. Wir sehen die Alternative zu der Regierungspolitik, eine Regierungspolitik, die gegen Familien ist. Wir sehen die Partei für die Familie, verschiedener Menge vielleicht CSV, wie auch für die Familien. CSV, die war so lange in der Regierung, aber was hat sie gemacht für die Familie? Was hat CSV gemacht? Kannererziehungszulagen desindexiert, Mammerand gekehrt, das Bezülle weit noch Hanne geregelt, Schule ruiniert, dann den Niveau beständig aufgesetzt. Apropos Schulen, wir brauchen Schulen, die ein Niveau haben, für unsere Kanner Chancen zu gehen an einer immer mehr größer weltweiter Konkurrenz, an der muss Leistung bräucht gehen. Wir brauchen Schulen, die auf die Leben präparieren, und keine Kompensationsinstitute. Weil Herr nur beim Patron kann ihn auch nicht schaffen, mit der Kapispause kompensieren. Das Niveau von unseren Schulen muss dahin kommen, dass für als Letzteburger den Achse auf die Uni weltweit abgeht. Es muss Handwerker am meisten ausgebildet gehen, für das als Patron sie nicht müssen die Seite der Grenze gehen. Wir sollen gucken, dass Kanner jederin nur seinen Talenten, Vorstellungen an Interessen die bestmögliche Ausbildung kriegen. DDR und DDR-Frauen sind eine politische Alternative für alle Frauen hier im Land, die sich ideologisch nicht will an den Eck drücken lassen. Die Frauensektion aus allen anderen Parteien hat zu Lützeburg predigen einen Einheitsbrei nach der Doktrin von 1968. DDR-Frauen sind nicht von 1968, sondern von 2016. Wir stellen uns die vier, die sich als Gesellschaft heute stellen. Wir gucken noch vier, mit Blick auf die Zukunft, kämpfen für die, am Platz zurückzugucken. Wir kämpfen nicht Griecher von 68, aber wir treten an für ein modernes Menschenbild, für den Wert vom Mensch, für den Wert von allen Menschen, für das Recht von allen Kant, ob ein Mam und ob ein Pap.
De Mensch ass net den Dr. Frankenstein, an net alles, wat wissenschaftlich möglich ist, soll an der gemerkt gehen. Da die Frage die für Ethik, a Verantwortung, auf ihre Menschenbild, dass der Mensch nicht zu einem kommerziellen Objekt verkommen ist. Wir machen Ethik nicht modern, Verantwortung sexy, a Politik feminin. Ich so nicht, merci. Sylvie Dioro, merci für den Bewegen tritt. Als nächstes hat man dann Durchspruch von der Adrenalin, dem Vizepräsident Michel Lemaire. Michel, et wir und dir. Die Damen und die Herren, Leifren, Leifleit alle Guten. Es schwätzen Haut an enger echter politischer Riet an zwei Funktionen. Erstens als Vertreter von der Adrenalin, der junge ADR, und zweitens als junger Mann, als Bürger, den sich Sorgen um sein Land mischt. Als junger ADRler und als Bürger sind wir an der letzter Zeit an am Kontext von den aktuellen politischen Entwicklungen eng Party Gedanken durch den Kopf gegangen. Erlaubt mir, ihr Spur von den Gedanken mitteilen zu dürfen. Das denke ich von besonderer Wichtigkeit, dass gerade auch der junge Teil von der Bevölkerung ein Spruchrohr geboten kriegt, für hier Sorgen und Gedanken auszudrücken. Umso mehr, weil am Moment viel Missstände, sie wird politisch oder gesellschaftlich Bockel von den jungen Leuten ausgedroht gehen. Ich erwähne nimmen eng steigende Verschuldung, ein Pensionssystem, das bewiesenermaßen nicht kann und nicht wert abgehen. Und für allem, und das ist am wichtigsten, erwähne ich die aktuelle Politik, die Ansporungen auf arbeitstechnischen Plan, führen allem Bockel von den jungen Leuten und den jungen Salarien austritt. Als Regierung fährt eng radikal a Stuhlin vom Pacta sunt servanda. Das heißt, das Vertrag, die an der Vergangenheit geschlossen sind, wo die finanzielle und politische Situation noch ein ganz anderer war, stur und unbedingt müssen angehalten gehen. Das bedeutet konkret, dass wenn es heißt, es muss gespürt gehen, dass die Satzung eben nicht für jeden verregelt. Absurdheich Gehälter und Pensionen können dadurch bestehen bleiben, weil den Jungen am Anfang einen guten Teil vom Gehalt fortgeholt wird. Am Staatswesen sind das bei den Stagiären an den nächsten 2 Jahren 20% die wegfallen. Wenn man bedenkt, wie hoch Staatsgehälter aber noch sind, denke ich, dass man auch noch mal 20% Männer über die Runde soll kommen. Das ist natürlich klar, dass Schitverein an einem verständigen Maß dazu beitragen sollte, dass seine Staatsfinanzen immer an die richtige Spinne kommen. Ich appelliere aber dringend an eine mehr gerechte und eine mehr faire Abteilung bei den Spurmesuren. Und dabei sollte ich gerade daran denken, dass ein junger Mensch, die gerade einen Aufhäng mit schaffen, noch nicht an einer derart etablierter Situation ist, wie zum Beispiel eine Person, die Pension kriegt oder kurz vor der Pension steht, die zum Beispiel jahrzehntelang beim Staat beschäftigt war und da gut Geld verdient hat. Wo das Haus lang aufbezahlt ist, und wo sonst die Schulden lang aufbezahlt sind. Der junge Teil von der Bevölkerung, die gerade recht probiert, ihr Leben auf Beine zu stellen, wird umso mehr hart von den Spurmesuren getroffen, die sich zum Teil aktiv gegen den jungen Teil wenden. Es ist umso mehr schwer, der Situation herzugehen, wenn ihn für ein E-Beispiel zu nennen und Grundstücks- und Wohnungspreise denkt, die an den letzten Jahren unkontrolliert an die Höhe geschossen sind. Viele junge Leute sind dem nur gezwungen, eine unmussig finanzielle Schuld auf sich zu holen. Eine Schuld, die nicht mehr abgehen kann, weil kein unerwarteter Schicksalsschlag einen Strich durch die Rechnung möchte. Eine Schuld, die nicht mehr dadurch abgehen kann, dass man der nächsten Generation keine finanzielle Puffer mehr bieten kann, wie das an der Vergangenheit größtenteils der Fall war.
Ich kritisieren also, ich kloen un, dass sich als aktuelle Politik nicht genug den jungen Deel von der Bevölkerung sucht, mit zum Deel eng absolut kontraproduktiv Politik möchte. Vom Edukationssystem, den es ob das beruflich Leben soll vierberede ganz zu schweigen. Mir als Jung ADR verstehen es als ein Open Ohr, dass nicht nur die Probleme als Sorge von den jungen Leuten nur lauscht, wie aktiv und mit vereinten Kräften auf Missstand aufmerksam will machen. An dem Sinn sitzen wir als Jung ADR die Europawursen Generation für als Politik von der ADR zu gewinnen. Ein Großteil von den unerfreulichen Entwicklungen, von denen ich gerade geschwärzt habe, kann man nicht mehr auf politischem Plan lesen. An als Partei hat da, wie ich denke, richtig gut Lesungsansätze. Als Familienpolitik, als Bildungspolitik, also in dem Sinn erfrischend ernst. Und davon konnten auch die anderen Redner mich an ihr zu Genüge überzeugen. Wenn wir überzeugt sind, dass Ideen, denen die jungen Leute besser Chancen bieten, dann muss man konsequent die Politik auch noch außen drohen. Und genau da seid den Adrenalinsink-Funktion. Wir gehen raus, wir gehen auf Studenten fahren, auf europäische Treffen, auf nationale Informationsversammlungen, erlauschen den jungen Leuten noch. In dem Sinn will mir die gute Arbeit auch weiterführen. Ich schwätze gewiss auch als jungen Erwachsenen, die selber mit diesen Problemen konfrontiert ist, die ich gesamtgesellschaftlich feststellen kann. Erlaubt mir aber, neben meinem Ansatz als von der Vizepräsidenten von der jungen ADR nicht ausschließlich bei dem Thema zu bleiben, an ihr ein paar Gedanken mitzuteilen, die über die Parteipolitik herausgehen und das gesamte Summeleben betreffen. Ich gesindenament, nicht zuletzt zu Lützeburg, eine gewisse Intoleranz entstehen, wenn es darum geht, als Mensch und als Parteipolitiker seine Meinung zu suchen. Das heißt, eine andere Meinung zu vertreten, wie die gerade unter politischer Tagesordnung ist. Die ADR ist eine Partei, die sich zu einem guten Teil, einem philosophischen Überbau verpflichtet fühlt, den sich nicht zuletzt auch und zu Recht für konservative Werte ersetzt. Ich will ein Beispiel nennen, das schon so erwähnt ging. Gucken wir, was aktuell an unserer Familienpolitik geschieht. Ich will noch mehr konkret auf die Liberalisierung von den Erziehungsformen eingehen. Die ADR, die an der ganzen Zeit nie irgendeinen Vorbehalt gegenüber anderen Lebenskonzepte hat, etwa was den homosexuellen Lebensstil angeht, wie sie hat sich kein Recht ausgeschwart, dass homosexuelle Koppeln dürfen kann adoptieren. Die Position von unserer Partei und von den anderen Parteien sind bekannt. Ich will das nicht wiederholen, aber ich verweise auf etwas anderes. Die Möglichkeit, dass homosexuelle Koppeln kann adoptieren, ist nicht mehr eng von der Form von der Liberalisierung von der frühkindlichen Erziehung. Wir erinnern daran, dass das in Zukunft noch viel mehr weit gehen kann. Während meinem Studium in Österreich etwa sinnischer Kontakt kam, ohne dass ich selber beteiligt war, mit Lebenskonzepten wie zum Beispiel der Polyamorie. Was ist das? Polyamorie negiert das Konzept, dass sie nicht mehr einen Partner aus ihrer Seite haben kann. An dieser gesellschaftlichen Subkultur bestehen also Koppeln, die sich aus 3, 4 oder mehr verschiedene Partner zusammensetzen. Erlebt man etwas, auch die Gruppierungen sind am Gang, sich stark zu machen, für das Recht Kinder an ihre Gemeinschaftsbeziehungen dürfen abzuholen. Ich fand das mehr wie bedenklich und ich so nicht auch für wert. Es gibt an der Medizin einen ethischen Grundsatz, der besteht, an den heißt, dass alle Menschen, egal wo hier kommt, egal was sein Alter oder sein Geschlecht ist, egal was seine Erkrankungen sind, alle Menschen muss geholfen gehen. Die Würde vom menschlichen Leben und Überleben als unantastbar. Das ist vital. Ich denke, dass die Würde vom Kind, die Würde von der menschlichen Erziehung auch unantastbar soll sein. Ich sehe tatsächlich so allmodig zu leben, dass all Kind ein Recht auf die Erziehung durch eine Mama und einen Papa hat.
Triangulierung vom Kant, der Tisch dem männlichen an dem weiblichen Pol opfist, auch dat als vital. Auch dat soll ein ethischer Grundsatz gehen, den ihr nicht erfreut, weil die Würde von der menschlichen Entwicklung der Mensch gehen unantastbar ist. Und die das unzweifeln, sollen sich kulturgeschichtlich informieren. All die liberalen Erziehungskonzepte, Erlebenskonzepte, die keine Regeln und keine Grenzen kennen, was die Erziehung vom Kant angeht, die sind nicht neu. Komm ich Ihnen zurück an die 70er Jahre, an Zeit, wo menschliche Lebenskonzepte experimentiert wurden. Komm mal gucken uns mal die großen Kommunen aus den 70er Jahren an, die in Köln, in Berlin, in Dresden und an den meisten europäischen Ballungszentren bestehen haben. Ich denke, da für konkret zu gehen, zum Beispiel an Kommune 1, die vom Dieter Kunzelmann und Rudi Dutschke gegründet wurde, aber auch an all die anderen Kommunen. Meint ihr, da wäre ein einzig Kant, was rückwirkend dankbar war, an denen Strukturen abgewürzt sind, weil etwas könnt ihr mal leben, und das könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr nicht lebt. Wie viele von den sogenannten Kommunenkanner sind nur an asozialen Verhältnissen aufgedriftet, haben Drogen geholt oder sich später so gut Leben geholt, weil sie ihr ganz Leben lang nie damit fertig gaufen, wie und hinnen experimentiert und gefragt gauf. Ich brauche da gar nicht mehr hellig wie der Papst zu schwätzen. Mit dem gesunden Menschenverstand sieht man, dass so Konzepte nicht funktionieren. Man experimentiert nicht und kann. Man experimentiert nicht und kann, genau wie der medizinische Grundsatz soll das Schied für einen als unverrückbar ethische Verpflichtung dingen. Wir hatten die Quatsch, weil an den 70er Jahren es tut nicht funktioniert. Heinz, du hast konservativ sind, auch einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand zu haben. Es gibt viel geworfen, ein Mangel an Courage und ein Mangel an Ansicht für neue Lebenskonzepte zu haben. Ich wäre von denen Leuten, die die Erzählung vom Kant willen an die Subkultur von der Kommune oder von der Polyamorie verbannen für, dass sie einen Mangel an gesunden Menschenverstand haben, dass sie nicht angesehen, dass gewisse Formen vom Zusammenleben funktionieren, und gewisse Formen vom Zusammenleben nicht funktionieren. Nicht funktioniert tun, und noch nicht funktionieren werden. Und es hilft nicht für all die Leute, die sich für ein unantastbar Wirt vom Leben und von der Erzählung ersetzen, als reaktionär, altmodisch oder kleinkariert aufzustempeln. Angesichts und dem Mangel und Ansicht, was für Tragödien und was für Schuld die Experimente und der Erzählung an dem Kant angerichtet haben, muss ich mich ganz stark fragen, wen eigentlich so kleinkariert ist. Aber das ist ja mehr einfach, für als dumm und allmodisch aufzustempeln, für sich seriös im Kanner zu kümmern, dass sie die Erzählung genießen dürfen, die sie verdienen. Es schenkt mir Heinz so, wie wenn ein großen Teil von unserer Gesellschaft vergessen geht, dass es eine konservative Intelligenz darf geben. Als aktuelle politische Kultur erscheint mir der Moment derart naiv, dass sie den konservativen Akt 1:1 gleichsetzt mit einer Band von Rechtspopulisten, Europahassern und Extremisten. Und das wieder tun. Eine politische und gesellschaftliche Intelligenz, die sich konservative Werte verpflichtet fühlt und durchaus, und das darf wir nicht vergessen, auch Argumente an der Tasche hat, wird nicht nur nicht unerkannt und ignoriert, sie wird sogar negiert. Lo habe ich von Extremisten und Populisten geschwärzt. Und gerade zu Lützburg sind es die Attacken, die sich explizit gegen die Partei richten, ja nicht unbekannt. Und plus sind wir noch furchtbar frech Jungen. Da der ist ja furchtbar frech, das weiß ich nicht für ihn. Ich behaupte trotz allem, wenn wir als Partei und auch als Deputierten nicht mehr halb so frech wären, wie den politisch etablierten Teil, von dem wir als die ganze Zeit müssen Frechheiten gefallen lassen, sie geben den Tram stoppen, für Straße zu erweitern. Als Gesellschaft soll und muss anerkennen, dass es politisch und moralisch Strömungen und Denkmuster gibt, die in andere philosophischen Überbau haben, wie das, was es von einem immer mehr linksliberalen Hoheitsdenken gepredigt wird.
da das sowohl ein europäisches Phänomen wie am europäischen Kontext auch ein nationales Phänomen. Für was der Begriff Hoheitsdenke, was meine ich damit? Ich gebe gerne ein Beispiel geben. Als der letzte Premier, Jean-Claude Juncker, hat einen Satz immer wiederholt. Ich zitiere. Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Der Satz, den hat an all Talkshow, an all Fernsehsendungen, ob all Ried an den europäischen Großstadt gesagt. Ich kann mich erinnern, ich war hier an einem Kaffeehaus der Lungwiener Zeitung, ob dem Titelblatt vergrößte Jean-Claude Juncker mit dem Satz, also das wirklich überall gesagt ging. Ob den nächsten Blick muss ich, und ich denke, da gibt mir all recht, mit diesem Satz auferstanden sind. Ob den zweiten Blick, als man die Ausso aber suspekt vorkommen. Ich habe mich gefragt, der Juncker will ja nur keine Geschichtsstunde haben. Was will ihn also nur mit der Ausso bezwecken? Für was instrumentalisiert ihn die Ausso? Mir ist direkt klar gehen, dass die Ausso auf den zweiten Blick ein furchtbar Ausso ist und ein erpresserisch Ausso. Wenn ihn immer so pathetisch über Europa schwätzt, was für ein Europa mengt ihn dort eigentlich? Ich meine nicht das Europa und das ich lebe. Was heißt die Ausso? All die nicht und das Europa vom Juncker, vom Merkel und vom Schulz leben, sind Hetzer und Kriegsbefürworter. Ob die Manier, die Menschen, die politisch nicht mit dem Europa einverstanden sind, was will, all drum an den Abseits gestaltet. Ich bin beeindruckt von Demos und Frechheit. Ich denke, dass es auch ein anderes Europa gibt, wie das, was es von hoch bezahlten EU-Bonzen und Lobbyisten von Brüssel diktiert wird. Es geht nur klar, was ich mit Hoheitsdenken meine, und es verschlägt mit Spruch. Das Schiedverein suspekt an europafeindlich, die nicht nur moralisch und philosophisch und in einem Europa lebt. Mir das Schiedverein suspekt an europafeindlich, die noch nicht mehr politisch und parteipolitisch und in einem Europa lebt, wie das vom Juncker und Merkel. Das ist ja der Gipfel von der Frechheit. Aber wenn hier Vision von Europa die schöne Welt soll sein, da sind ich mit Leib und Seele gerne suspekt und dummer kleinkariert, aber was nicht noch alles für Frechheit und Plage haben. Europa, der wunderbare Kontinent, geht gleichgesetzt mit der EU und das ist fatal, weil da just noch eine politisch motivierte Version von Europa bestehen kann. Dagegen müssen wir uns als Politiker und als Menschen wehren. Es gibt ein anderes Europa. Wir leben in ein anderes Europa. Nur 2 Weltkriege, die Brutalität nicht zu überbieten waren, ist uns ein großartiges Friedensprojekt gelungen, gar kein Zweifel. Wir wollen wir weiter an einem Europa vom Frieden und vom Wohlstand leben, ein Europa, was übrigens gerade droht zu zerbrechen, da müssen wir uns erneuern. All Kultur auf der ganzen Welt, die an eine statische Denke geraten ist und sich auf die Lorbeeren vom Erreichten ausgeruht hat, ist und einen Mangel und Erneuerung langfristig zerbrach. Es ist ein auch so wunderbares Friedensprojekt aus dem Gang, langfristig zu zerbrechen. Für was zerbricht die wunderbare Projekt? Weil die Menschen gesagt wird, dass Europa die EU ist. Weil Menschen aus allen europäischen Ländern erschlagen von einem arroganten EU-Hoheitsdenken, was die nationalen Identitäten zerstört, zugunsten von einem parteipolitisch vereinnahmten Einheitsdenken. Es ist an der Vergangenheit noch immer schief gegangen, völlig für dumm zu verkaufen. Ich denke an die aktuelle politische Lage an Europa und zu Lützeburg gibt mir recht, dass am Volk und auch am Lützeburger Volk ein dynamisch und organisch Denken herrscht, das ganz wohl und zu 100% kapiert, dass wir ein anderes Europa wollen und brauchen, wie das, was es von Brüssel diktiert wird. Wir haben als Europäer und als Lützeburger Rechte darauf, dass Eisdenken und Eisusichten respektiert werden, und vor allem haben wir es nicht nötig, als Populisten und Extremisten voneinander diskreditiert zu gehen, von denen, die politisch gerade am Ruder sitzen. An der Aktualität geht es recht. Die Lützeburger sind am besten Weg, Vertrauen an das politisch korrekt Hoheitsdenken zu verlieren. Zukunft wird es recht gehen, und Volk behält immer das letzte Wort.
Wir als ADR setzen es aktiv für eine andere politische Kultur ein, eine open und transparent politische Kultur, die Leid nicht a gut, a Base, a Populisten, an Extremisten innerdeelt, mir jit verrengem vierurteilsfrei nullausstatt. Ich bin 27 Jahre alt und ich war 27 Jahre lang weder an der ADR noch sonst politisch aktiv. Mir etwas Kinder mag leben, mir as no gelausstatt gehen. Ich bin seit gut 8 Wochen an der Partei, an der wir beim Nationalkongress eng Riertalen as naiver 10. Gleeft mal, ich bin echt geholgen. Lo kann mat Lützeburg ja auch als Mönchen, die nicht immer allzu froh ist über Veränderung, wo sich gewisse Sachen hartnäckig schale, weil sie als gut erachtet diesen an der Vergangenheit. Ich hoffe aber, dass viele Leute bei den nächsten Wahlen die Courage aufbringen, bei einer guten Partei hier Kreuz zu setzen. Zukunft wird es recht gehen und Volk behält immer das Recht fort. An dem Sinn habe ich genug Selbstbewusstsein für zu sagen. Ich denke, dass wir als ADR wunderbaren Zeiten entgegengehen und das Lützeburger Land, wann auch nicht wunderbaren Zeiten, mit zumindest durchaus besseren Zeiten entgegengeht. Hoffen wir das Beste, ist so nicht, merci. Ma merci Michel fir trietes Molenke aus der Sicht vun der Jonken vun eiser Partei. Fi kurzem huet Regierung hireieren Aktionsplan zu der Steuerreform der Öffentlichkeit firstalt. Als Deputéierten aus dem Zentrum der Roy Reding, de präsentéiert als Hautfakten an noch der ADR hier Position zu diesem Dossier. Roy, du hast Wort dann. Merci, Madame Präsidentin, liebe Parteifreunde, die Damen und Herren von der Presse. Dir Mä engem ëdem einfach. Lo hummerierden heieren vun engem grossen Deifgang, vun de Frä, vun der Jugend, vun als Präsident, vun als Generalsekretär, an Dënne muss ich lo iwwer Steuere schwätzen, an ich stommer de Langweil. Mir hunn als Position festgelecht, wo ganz viel diskutiert iwwer dat Gesetz, wat Regierung lo bringt, ich nenne net Steuerreform, weil das kein mir kommen dazu, komme so einfach dat Steuergesetz. Mir hunn als etlich Mal gesi 7 Mal am erweiterte Kreis, 2 Mal en halben Tag, mir hunn Entrevue gehabt mat Leiit vun der Chambre des Métiers, Chambre de Commerce an so weiter fir drüber zu schwätzen. Aber wat ich lo präsentieren als Position as Frucht von den Konsultationen, die zum Deel stattfand hun, eier den Regierungsprojekt bekannt wär an zum Deel du non oder dem lo Detailer gewur gisinn. Mir auch ich will aufhängen am Mol über Ethik, am Moral, a Philosophie zu schwätzen. Am engem Verständnis, am christliche Verständnis, als Tannezeie vu gerechte Steuern eng Sinn. Mit der Hewe von ungerechte Steuern als Diebstahl. Dat man nicht mit den 10 können hun, wie am Mittelalter, wo jeder 10%, den 10 von dem, was in der Wirtschaft heute aufgehen wird, als klar. Wir leben in einer mehr komplexer Welt, der Staat hat mehr an einer Aufgabe. Aber trotzdem, und das ist die erste Vorrecht, der Staat hat wichtige Aufgaben, die in einem Moment trotz guter Finanzen nicht gut erfüllt. Education, Gesundheit, Sicherheit. Anderen überhält sich andauernd mit immer neuen Aufgaben, die finanziert gehen, an die dazu feiern, dass irgendwann Enkeier Steuern die Aufgabe nicht mehr können finanzieren. Weil spätestens bei 100% als Schluss, sogar schon bei 90, sogar schon bei 90. Wo ist der Punkt, wo ein Mensch sieht, wenn ich von engem Euro 90 Cent muss aufgehen, gehe ich nicht mehr schaffen. Oder 80 Cent auf den Euro. Das sind die Grenzen, die ihn einfach muss lernen haben, wo gesagt hat, dass der Staat als insgesamt Gebilde so nicht kann führen. Ja, muss wichtig hoheitlich Aufgaben erfüllen. Ja, und hört doch Sozialaufgaben. Es gibt Menschen, die brauchen die Unterstützung von einem guten Sozialsystem. Mir für den Rest muss aber auch geguckt gehen, dass Leute nach können schaffen, dass Betriebe nach können schaffen, dass Bauern nach können schaffen, an die Suche verdienen, die der Staat kriegt. Lo zu dem Steuergesetz.
Dann net Duschinger huet am Journal an engem Satz alles gesot, wat zu dem Gesetz zu so wie, wann net gi im Detail go. Die Regierung benutzt eng gut CSV-Strategie. Sie setzt Steuern auf 400 Wahlen, für sich hier Stimmen nicht strikt zu kaufen. Genau das wird aber nicht funktionieren. Weil sie Erwischereimänner, wie man gerade hören haben, von einem Vizepräsident von der Adrenalin, ob Langweil kann in volle Knie für Dummherren und auch an einer ganz komplizierter Materie, wie die Steuern, Hanna guckend leid, was haben da steht. Die Regierung sieht, dass eine Reform, mir so das keine Reform. Die Regierung sieht sie als sozial gerecht, mir so sie als sozial terribel ungerecht. Die Regierung sieht das eine Reform für die Familien, mir wird gesehen, dass es keine Reform ist für die Familie. Die Regierung sieht, das Reform, das Gesetz bringt mehr Kaufkraft, das ist ähnlich wie so ein Jahr zum Deal, aber für verschiedene Leute bringt sie mehr Kaufkraft. Die Regierung sieht, sie bringt eine Individualisation von der Besteuerung, das ist ganz einfach ein Unwohlrecht. Viele zu so Englische. Die Regierung sieht, das Reform, wie sie sie nennen, bringt bezahlbaren Wohnraum. Wir werden gesehen, dass das absolut nicht der Fall ist. Der Contraire ist wahr. Sie sieht, bringt nachhaltigen Transport. Das ist nicht wahr. Und sie sieht, es bringt kompetitiv Entreprisen. Und auch das ist nicht wahr. Wenn wir alles an den Kontext setzen, muss man für von den Staatsfinanzen als Solle schwätzen. Der 14. Oktober 2014 hat als Premier Xavier Bettel beim Vierstelle von dem, was sie Zukunftspark an mir Bezahlpark genannt haben, gesagt, seine Regierung gebe Schluss machen mit der Schuldemacherei, mit der Schuldenspirale. Seine Regierung gebe nicht aus der nächsten Generation eine Generation remboursante machen. Seine Regierung gebe Staatsfinanzen an den Griff kriegen. Egal wat die von seine Lesungen hält, die an seinem Bezahlpark präsentiert wird, Fakt ist, ist darüber gescheitert. Weil auch ohne das heutige Gesetz, ohne das, was nach könnt mit den Scheckservicen, ohne das, was nach könnt für die Gemengefinanzierungen, wo ich auch so versprochen sind wir schon bei einem strukturellen Defizit von 1 Milliarde Euro am pluriannuellen Budget bis 2019. Das heißt ganz einfach, dass das Land all Jahr 1000 Millionen Euro Schulden zusätzlich muss machen. Wenn also Herr Büttel muss gewusst und dem, was er angekündigt hat, kann den Loscher Sohn das gescheitert. Seine Lesungen damals waren ökonomisch nicht richtig und sie waren sozial nicht gerecht. Ich schwätze von denen aus dem Bezahlpark. Einfach für einen kleinen Rückblick zu machen, weil wie es schon angeklungen ist, das neue Steuergesetz, was soll 400 bis 500 Millionen Erleichterungen bringen für die Bürger, muss ich an den Kontext setzen mit, ich zähle nicht mal ab, 555 Millionen, die das Regierung als mehr aus dem Portemonnaie gesuckelt hat. Das heißt, schlussendlich kriegen wir alle Guten, bis und dann von dieser Legislatur kein mehr an der Moyenne. Das erste, was das Regierung gemacht hat, war TVA 2% herabzusetzen. Eine Koalition ist immer ein Kompromiss zwischen Wahlprogrammen. Aber wie das so sehr geschieht, dass die 2% TVA-Erhebung, und ich möchte gleich mal an die 3 maßgeblichen Wahlprogramme gucken, was sie dann den Wähler 4 Runden Wahlen versprochen. Und da fängt ich mal mit dem wichtigsten, größten und maßgeblichsten Koalitionspartner an, die Grünen. Die Grünen sollten an ihrem Wahlprogramm Seite 29 für die Leute, die wollen nachlesen, den regierenden Parteien fällt nichts Besseres ein als die Erhöhung der sozial ungerechten Mehrwertsteuer. Recht hatten die Grünen. Eng für eine wenige Sache, die ich kann unterschreiben. Den Juniorpartner DP, die hat an ihrem Wahlprogramm stehen, seit 23, eine Mehrwertsteuerreform käme nicht mehr froh, wenn absolut nötig. Und da kommen wir zu dem kleinsten Partner am Bund der LSAP, an dem Gambia-Bündnis. Sie so, sie wir für eine begrenzte Mehrwertsteuererhöhung, also immerhin die einzig, die irgendwie hier viele nicht total verloren haben, mehr aber nimmer im Rahmen einer globalen Steuerreform. Das heißt, dass wir dann nur das Jahr nicht für 2 Jahre. Das Resultat kennen wir, die Erhebung war direkt 2%, das war das allererste, was sie dezidiert tun, ohne Wenn und Aber. Die Mesure hat 200 Millionen mehr an das Staatsbudget gebracht. Das heißt, die Mesure hat als alle Guten am Eisenportemonnaie 200 Millionen gekostet.
Wenn man dat als Lomolanden Vergleichssätze mit denen 500, die man lo versprach kennen, da sind schon 200 fort, bleiben nach 300. Du hat Regierung d'Allocation d'Education, d'Allocation de Maternité aufgeschärft, wo man schon heieren, do menge jo gewissen DP-Politiker die pro 100 € de Monat net wéi net viel. Aber sie wissen net, dat Leiit gëtt, für die dat ganz viel as, nämlich ganz genau den Unterschied vun irgendwie könne liewen an net könne liewen. Die Mesure huet 75 Millionen dem Staat angespurt, die de Betroffenen fehlen, die 75 Millionen. Dann huet das Regierung Führung gefuhr, fir Steuertabellen net und Inflation unzupassen. Durch Progressivität gin Steuern also automatisch dat man mirket immer mi heich wat Geld o Wert ofhält. Das haut net mir so dramatisch wie an der Zeit, wo mir 100 Menge Inflation. Die Mesure op 2 Joer sind 120 Millionen die den Bierger iwwer DW geklaut hun. An dann kom de Klo, dat war die 0,5% Steuer, die am Ufang soll sinn fir Krächen zu finanzieren, vu berufstätigen Leiit, an hun se gesinn, dat dat net geht. Du goufst als Tax d'équilibrage genannt temporär 0,5%. Dat huet op die 2 Joer 160 Millionen an Staatskäes gespult. Wir gesinn also 550 Millionen leng, dat wat sich lo opgezielt hunn, déi des Regierung als geklaut huet, an no will se der 400 bis 500 schenken. Wir haben also insgesamt makroökonomisch geguckt, ein Nullsummespiel, was hier lebt. Und für allem, dass die Regierung agiert hat an her. Ohne Politik, ohne Kap, und ohne Schwanz. Wenn sie auf engen Plätzen hält, wenn er einer geht, und dann ist genau der Konträr mischt, dass keine richtige Politik an dem Ganzen zu erkennen. Wenn man nur an Details gibt von diesem Steuergesetz, sind natürlich Einzelmesuren verdedigbar. Sie sind akzeptabel, sie sind zum Teil sogar von uns gewünscht, da stehen noch bei uns am Programm. Ich will als Paradebeispiel das Strecken von der Progression für den berühmten Mittelstandsbockel, weil da war kein Mittelstandsbockel, als mein Mittelschichtsbockel, für den Ruf zu setzen, für mehr Kaufkraft zu erreichen, das hat alle Einzelparteien an ihrem Wahlprogramm. Du kannst also auch keine so dürfen wir nur mit diesem Text nicht froh. Mir das geht aber nicht dürfen mit dem Text froh zu sein. Und das sehen wir dann bei anderen Punkten. Für das erste Mal habe ich gesagt, das ist keine Reform, das ist ein Steuergesetz. Wie kommen ich darüber, wenn wir hier schon alternativ-demokratisch Reformpartei, das heißt, wir wären sich gut gestiefelt, für zu wissen, was eine Reform ist. Eine Reform ist eine planvolle Umgestaltung von einem System. Eine Steuerreform wäre also eine Reform, die das Steuersystem grundsätzlich oder grundlegend ändern. Das ist hier absolut nicht der Fall. Es wurden verschiedene Schrauben gedreht, verschiedene Sachen dubliert, verschiedene Tarife geändert, aber eine Reform ist absolut nicht zu erkennen. Da sieht die Regierung, ihre Reform wird sozial gerecht. Das ist sie ganz bestimmt nicht, und es soll ein paar Punkte, wo ihn das kann festmachen. Zusatzpensionen können den Lohn an Zukunft besser aufsetzen. Hypothekenzinsen kann ihn an Zukunft besser aufsetzen. Das ist wunderbar. Das ist für die Leute, die das tun und das können aufsetzen, eine Erleichterung. Und wir begrüßen das. Aber was machen wir mit den Leuten, die so wenig verdienen, obwohl sie schaffen gehen, dass sie keine Steuern bezahlen oder ganz wenig Steuern bezahlen? Profitieren die davon? Nein, sie profitieren nicht davon. Weil sie können etwas aufsetzen oder etwas, was sie sowieso nicht müssen bezahlen. Nimmen eng Umwandlung von den Abattements an den Steuerkredit geben erlauben, auch Männerverdingenden den Zugang zu erlauben. Insofern sie sich überhaupt können leisten, mit dem Hungerlohn, mit dem sie müssen leben, eine Zusatzpension aufzuschließen oder einen Hypothekenkredit überhaupt können kriegen bei einer Bank. Das hat sich nach ganz dahin gestaltet. Die Regierung sieht, dass heute als für die Familien, das ist eine Politik für die Familien. Kein Kern schwätzt von den Leuten, die an der Rush-Hour von ihrem Leben sind, und die müssen unterstützt werden. Aber gleichzeitig, Silvio hat es schon gesagt, wird Kannergeld in Zukunft extrem hochgesetzt. Nur kriegt den für alle Kant dasselbe. Anstatt 262 € für das erste Kant 265. Tun sie doch nicht tatsächlich um 2,1 € hochgesetzt. Beim zweiten kriegt ihr schon immer nach 530 anstatt 600.
beim dritten 795 am Platz 1033, beim feierten 1060 am Platz 1472. Das sind enorm Abuse für Leute, die man feier kannner muss gucken für dann bei ihnen zu kriegen. Gleichzeitig kachten die Betreiungszentren für allkant 1700 € de Monat, die der Staat muss bezahlen. An daraus kom ICD, die Ziel wie auch schon angesperrt wird, für ein Betreiungsgeld zu bezahlen, für die Leute, die de Schwach holen. Hier kann er eben nicht an eine staatliche Institution zu gehen, mir selber daheim zu erzählen. Das wäre an unserer Proposition ein Beziehungsgeld gestaffelt, hin oder 12 von der Kanner von 1.000 € für E-Kant bis zu 2.500 für Feierkanner. Bei Feierkanner kostet die staatliche Betreuung 6.800 €. Die sieht also, der Staat spurt extrem viel Suen, an mir gehen die Familien das schwach. Steuerkredite CIS, CPCM, für die sich daran auskennen bei Koppeln, egal ob sie bestürzt sind oder gepackt sind, müssten an Eisen an, wenn ihr will eine familienfreundliche Politik machen, verdurbelt gehen, sobald wir Kanner zu versuchen sind. Das wäre eine soziale Mesure und das wäre eine Mesure für die Familie. Die Regierung sieht, sie hat die Individualisation von den Steuern angefordert. Vielleicht erklären, was das ist. In den Einzel besteuert, wird als Gesell geguckt, ein Koppel wird zur Summe besteuert. Die Leute, die an einem Pax leben, haben Haut ein Privileg, den die bestörte Leute nicht tun. Sie können wählen, entweder individuell oder kollektiv besteuert zu gehen. Die Leute, die bestört sind, können nicht mehr kollektiv besteuert gehen. Wir schwätzen nicht vom Eintritt in den Hut oder nicht Hut, für individuell besteuert zu gehen. Wenn man das will gerecht machen, müssen auch der bestörte Koppel dieselbe Fähigkeit geben wie die gepackte Koppel, nämlich individuell besteuert zu gehen. Das Regierungsprojekt möchte aber genau das nicht. Das Regierungsprojekt ist genau dieselbe Kalkül, den sie beim Pax anwenden, wenn dort Leute zur Summe veranschlägt gehen, wenn sie also optieren, nicht individuell, mehr gemeinsam besteuert gehen. An dem Rechenmodell hat die Regierung sieht, dass man mal für bestörte Leute und dann haben wir die Individualisation angefordert. Das Konträr, als vorher, das ganz einfach ein glatt Propaganda liegen. Die Regierung sieht, wir schaffen mit diesem Gesetz bezahlbaren Wohnraum. Wenn nicht so ein Thema wird, wie das, wo in einem Herzkind lernen. Das ist das Thema, das Gambia am erfolgreichsten, der Jean-Claude Juncker, imitiert. Für die gibt es viel Gedächtnisgemerkt angekündigt. Ich kann mich erinnern, Marginagel sind alle Pressekonferenzen, wir bauen ein Lo, ich weiß nicht mehr wie viel, Zehntausende von neuen Wohnnichten. Und dann hat er den nicht mehr. Wohnnichten schießen nicht wie Pilze aus dem Boden. Irgendwann wird ein Herr Milchen aufgesetzt, den an der Pressemolenke als Immobilienhai von Staatswegen genannt wird. Andere Spötter haben gesagt, Immobilienhai von wegen Staat. Hier gouf aufgesagt, an dummer verschleppes gut gemerkt, weil dummer wer en Zeche gesagt ginint de Blödsinn in de Fond de Logement gemerk huet, fir zum Beispiel an der Stade schëllen konkret Beispiel an der Nordstroß Wunnechten zu bauen, die ihn dann verstehe gelos huet, an die dafür 15.000 € de Meter Carry versteht die sind. Also wann dat ass wat den Herr Milchen an se Fond de Logement an der sozialen Wohnungsbau verstehen, da liewe mir op verschiedene Planeten. Du hast traurig gegeben. Mir heieren, mich von der Madame Nagel, wir hatten du ein Debat an der Chambre, wo schon Madame Nagel gewählt, he könnt einen hyperaktiven Staatssekretär Hansen an hier nicht du an ihrer Platz und der Debatte teilgeholt. Du Hummer schon bald gezwirbelt, dass du etwas am Busch will. Etwas haben sie gemerkt am Logement, das hat ich noch vergessen. Sie haben TWR, hier von 15 auf 17% geheischt, und sie wären so schlau, das auch auf Mietwohnungen zu machen. Und ich gesehen auch die Franz Feio Mikrostoff in der Chambre, also das hat gut keinen Abfluss. Ob Loyer, wo hier dann noch? Das kann ja nicht sein, also die Loyer bleiben genau dieselbe. Kascht zwar der Proprietär 2% nicht mehr, der Loyer, die leisten da wohl nass. Ob was für eine Welt lief die Menschen? Selbstverständlich zählen Preise immer nur, wenn etwas mit daher geht. Wenn mit daher geht, etwas zu akquirieren, weil da geht auch der Loyer mir heißt, das ist ganz logisch. An den Lo wat man se lo o grosäsche Mesure fir können ze schreiben op hirem scheine fäsche Slide mir Suge fir bezuelbaren Wunraum. Hypothekenzinsen können dubel so heich aufgesät. Das ist ein gut Mesure. Ist die Frau für all die Leute die Hypothekenkredite hunn, die bezuelen um an der Steieren. Mir gëtt du durch de Wunraum méi bezuelbe. Nee, Kyoto ändert o Loyen a Kyoto ändert o Preise.
Bausperrverträge kann den Döbel so heich aufsetzen. Aber nimmen so lange wie in 40 Jahre, also ich komme auf den Punkt zurück. Ändert das etwas an den Preisen? Nee. Dadurch geht Wohnraum nicht mehr billig, nicht mehr bezahlbar, und die Leute geht nicht darauf. Par contre ist die Mesure antikonstitutionnell, weil das eine Diskrimination vom Alter, wenn in etwas sieht, nicht mehr zwischen 20 und 40. Aber für allem ist der Alter ein asozial. Weil was für Junge mit 20 Jahren Sonnenschein verloren kann dann einen Bausperrvertrag aufschließen. Also es ist dann nicht so an der Praxis, dass die allermeisten dann Chance haben, Eltern zu haben, die da kotisieren und die prim bezahlen, und die das nicht können. Aber die verdienen mit dem Alter noch nicht genug. Wir können auch nach der Gesuchen auf Zeitslehnen einen Bausperrvertrag. Das kann in offensichtlich wie später im Leben, eben just mit 40 zum Beispiel, wenn in einer besseren Preissituation ist, an die Leute gehen ausgeschlossen, alt lesen kann dem Jugendwern von der DP mehr sie für die Jungen. Es gibt eine 50% Befreiung vom Loyer, den ich kassiere, wenn ich eine Agence sozial fuhre. Okay, die Menge, das Kind eventuell eine Mesure sind, dass mehr Wohnraum billig geht. Ich denke nicht, weil die wenigsten Leute verzichten auf 50% vom Loyer, weil das ja mal Prämisse, dass du sowieso viel mehr billig verlohnst, wenn du eine Agence sozial fährst, just weil sie da 50% steuerfrei kriegen. Ich denke nicht, dass das der große war, was mit das die einzigen Teilchen von diesem Gesetz, wo eventuell Kind so geht, an eine richtige Richtung. Und da könnt der Clou, die Nummer, wir holen CSV-Rezept 2004 raus, wir so eine Besteuerung von der Plus-Value beim Immobilienverkauf, geht nicht so rauf, vom halben Tag global auf den Feiertag global. Was das ein Tag global, wenn das etwa der Steuer bezahlt, die Klasse, an der sieht, mit dem verdient. Das Jahr wurde ein Haus, ein Appartement, ein Terrain verkauft, sieht er höchstwahrscheinlich am höchsten Satz. Ich gehe davon aus, den in Zukunft ja dann 42%, das ist einen halben Tag, ne, da könnt ihr nach etliches dabei, das ist, wir sind dabei 22%, einen halben Tag, an der Feiertag ist dann 11%. Sie sollen also den Lo in die Möbel verkauft vom 1. Juli und, wir haben noch kein Gesetz gesehen, wir gehen mal davon aus, die bezahlt bis zum 31. Dezember 2017, ob die Plus-Value, die ihr möchtet, nach just 11% Steuern anstatt 22% Steuer. Ja, super. Ja, jeder von euch den Haus verkauft, sieht natürlich schon nicht mal ab 1. Juli, weil 10% Mann oder 11% Mann der Steuer bezahlen, das ist ein gutes Sache. Den ersten Effekt ist also mal durch die Ukündigung wird nicht mehr verkauft. Dadurch wird der Preis natürlich extrem tief. Wohnraum wird viel mehr erschwinglich, was nicht mehr verkauft wird. Da kommt dann den 1. Juli, aber wir profitieren dann davon, weil alle Menschen Immobilien verkauft. Das heißt auch ein existierendes Appartement, ein existierendes Haus. Wo geht dadurch mehr Wohnraum geschafft? Wo geht dadurch der Wohnraum mehr billig? Oder mengen Sie wirklich Leute, die sagen, ach, ich hatte so einen Kompromiss, hat man geschrieben, 1 Million, ich bezahle nur 10% meiner Steuern, ich gehe das nur für 900.000. Ich meine, das wird ganz bestimmt nicht passieren. CSV hat das dort probiert, von 2000, von meiner Erinnerung gut, das von 2004 oder 2002 und nicht von 2002 und sind immer verlängert, von Jahr zu Jahr, weil sie immer gehofft haben, die Mesure gebe etwas bringen. Sie hat aber nie etwas gebracht, außer ein Krieg, da bekommen wir. Sie hat früher gesagt, einfach, stellen wir es an und da bestrafen wir Bauterrain, die zurückgehalten geben. Das haben sie nie gemacht. Aber was sie gemacht haben, ja, sind Mesure angestartet. Und das war im Dezember 2007. Und du hast die Mesure geholfen. Für wer? Weil du als Mensch sagst, der Mensch denkt eben logisch, rationell. Aber lo ich mein Wand nach 31.12.2007, da bezahle ich meine Steuern. An dem Monat oder die letzten 3-4 Monate, 4 und dem Stichdatum, da sind Akten, 12 von den Akten extrem herabgegangen. Aber nimm du. Das ist eine Mesure, wo wir lo zurückhalten, für das dann auf EQ, wenn wir so losschaffen müssen, nicht so wirklich mehr auf den Markt könnt, die aber nicht die geringsten Effekt hat. Ob 12 von den Wundersten, ob Preise von den Wundersten, ob Loyer, die muss bezahlen. Entre-temps gibt es dann auch nach den Droit de Präemption von den Gemengen angefordert. Aber wenn nicht ein am Land gibt, die Retention mischt für Bauland, da sind Gemengen, die präemptiert tun, die auf den Terrain sitzen, aber wo kein Projekt drauf stattfindet. Das war effektiv eine Negativmesure, die dazu gefordert hat, dass nach meiner Wundersten sind. Das Resultat, und da muss ich Lot Gambia felicitieren, sie hat denselben Exploit fertig wie Jean-Claude Juncker, mit all ihren Mesuren hat sie die Preise am Wohnraum an die Luft getrieben. Felicitationen.
kommen andere Faktoren dabei, die nicht direkt auf diesem Steuergesetz dienen, die Wohnraumpreise am Blut treiben. Sie wird Fledermaus, wird Blanche Weber gemengt wird kürzlich. Nicht all Fledermaus will schützenswert, so schützenswert, den müsst alle die Semen stoppen. Pfui Archäologiken, die gemerkt gehen. Für allem aber dauern 5 Jahre brauchen an der Stadt Lützeburg, an der Moyenne, für eine Baugenehmigung an der Gemenge rundherum. Wenn der Promoteur oder der Proprietär von dem Terrain auch nur 2% Zinsen bezahlt, dass das noch 5 Jahre 10%, die das Projekt automatisch mit eingeht, weil natürlich strikt die Mehrpreis auf den Preis rüber. Und dann, wie der Gast Schiberia immer so gern und so schön und so richtig sieht, gering geteilt. Als man niemand als ein Triple-A-Häuser, an denen kein Mensch mehr will wohnen. Aber wo ich muss wissen, ich weiß das von Promoteur nach Frankreich, weil Frankreich als A-Klasse-Haus gilt, als bei uns ein D. Bei einem D als schwingelig, an einem D als auch lebenswert. Mit mir muss ja, an der zitiere ich den Robbie Mehle, den immer so Ham an der Milch kachen. Und das ist genau das, was wir hier am Ökologischen auch machen. Bei Konter, für das Sozialt geschieht am Wohnungsbau nichts. Das ist die Regierung, als wir meinen, für nachhaltigen Transport. Super. Aber was das wird für den nachhaltigen Transport? Da gibt es eine Mesure, an der das Lo ein Abattement gibt, wenn ich ein Hybrid oder ein voll elektrischen Auto habe. Eine super Sache. Das Problem ist, so ein Auto kostet 80.000 €. Also der normale Mindestlohnverdiener könnte nicht an den Genuss davon. Aber wenn an den Genuss davon käme, könnte ich ja nicht aufsetzen, weil bezahlt ja keine Steuern. Da sind wir nicht bei dem Thema vom Steuerkredit. Per Konter, dem Herr Bausch, sind Gucci Armani-Klientel, die so behaupten, dass einfach an der Moyenne 5-mal den Mindestlohn verdient, die wird dann in Zukunft 5.000 € Männer Steuern bezahlen. Eine extrem nachhaltige Mesure von unseren Freunden von den Geringen. Ein weiterer Punkt ist die Firmenbesteuerung. Ich will wirklich nicht mit Details langweilen. Für dich etwas richtig zu setzen. Es gibt oft die falsche Idee verbreitet, besonders von unseren Freunden von der LSAP, dass Betriebe die für Männer Steuern bezahlen wie Privatpersonen. Das ist so ganz einfach nicht wahr. Weil Betriebe, nachdem sie besteuert dürfen, ich schwätze nur von den normalen Handelsbetrieben, nicht von den Konzernen, die hier über Steuerrohlingen keine Steuern bezahlen. Ich schwätze von den normalen Betrieben, die Steuern bezahlen. Wenn die hier Dividend ausschütten, wird die ja auch nicht besteuert bei dem die Firma gehört. Das ist also so, dass am Endeffekt nicht Männer mehr Steuern bezahlt gehen von Betrieben. Und die Betriebe schwätzen auch immer von den richtigen Betrieben. Die gehen Loge Pisa, dass dem Perd reportabel nicht mehr soll können 4 Uhr gefeuert gehen, wie bis lo unendlich. Aber wo so feiert, dass man gerade Betriebe denen schlecht geht, Jungbetriebe. Wie nie möchte der Perd? Man den ersten Jahren möchte der Perd, das erste Jahr möchte der Perd, das zweite Jahr. Und gerade die sind dann an der Situation, wenn sie nicht die Menschen schnell wissen, dass sie die Perd steuerlich verlieren. Das ist heute schon so bei den Freiberuflichen, das immer für eine extrem Ungerechtigkeit gehalten. Dass Bauer ein Advokat, die Freiberufler, ein Doktor, Perd nicht kann reportieren. Also nie denken, das ist Jahr, das Jahr, wo sich etabliert. Du hast den Perd, du hast einen Mensch Perd. Und die hast verloren, die kannst du nicht mehr rattrapieren, contrairement zu den Betrieben. Da soll etwas geändert gehen, eine gute Mesure, Bauern, nachdem sie richtig gut gerüsselt goufen, richtig gut am Bezahlperd zu Lisette gelost goufen, die dürfen dann nur ein Perd 3 Jahre lang 4 Runden schubse, weil gerade an den Bauernwesen gibt es auch Fettjoren, am Moorjahre, Jahre mit einer guten Ernte, Jahre mit einer schlechten, Jahre mit guten Preisen, Jahre mit schlechten Preisen. Und gerade sie profitieren von der Mesure. Mir ist froh, für Wert nehmen Bauern, auch für Wert nehmen 3 Jahre gerecht wäre zu so ein Perd reportabel, als auch für alle Arten von Freiberufler reportabel. Wir haben noch selber Ideen entwickelt an verschiedene Sachen von einem nicht gut, zum Beispiel Zoppachvieh Mindestbesteuerung, das klingt los Zoppachvieh. Ein Zoppachvieh ist nicht ernst, dass wir eine Firma die Beteiligung an eine andere Firma erhält. Und die muss halt zu Lützeburg eine Mindeststeuer bezahlen, die Lorop gesagt wird, bei 5.000 € pro Jahr. Kann ich so, sind da viele, die so argumentieren, oh, die Kapitalisten, die da Beteiligungen haben über so eine Struktur, was CFD 5.000 €. Mit CFD 5.000 €. Aber wenn sie Land haben, wo sie die nicht müssen bezahlen, dann gehen sie an das Land. Weil heute ist das plötzlich eine Firma mehr sehr wie wieder den Netzbetreiber oder den Handys-Fournisseur könnt wechseln. Und das geschieht. Das Regierung wird den Avenant erschrieben mit der französischen Regierung
iwwer Besteuerung vu Lützeburger Firmen, die eng Bedeligung hunn der franzésische Firmen, die do Immobilie geheieren, die so negativ as wo kein anderes Land von Europa der tut, dat do Lützeburger Firmen am Belsch geplant sind opbresel, weil se do net muss leiten ënner dem Avenant. Aber man so 4 vor wie lo, da gi ganz viel Zoppachfir genau dieselbechte weh. Aber wann wees wat fir riesegroße Prozentsatz Zoppachfien an dem Staatsbudget ausmechen, sie man méi aus die Banken, da ge seit wat für ein Gefahr do ob es lauert. Bei konnte wat den het könne mehr fir zu profitieren, wie gewircht Gewerbesteuer, die kommunale Gewerbesteuer aufzuschaffen, net für die Gemengen zu investieren, Gottes Wille selbstverständlich, da ist eng froh vor Redistribution. Wie dat man net muss ausländische Klienten erklären, wie wat dat man zu Lützeburg eng Nationalsteuer hun an eng Lokalsteuer hun, an die dann auch nach verschiedenen Nationen, dem man wat für Gemenge Sitz hun, durch die Hebesetz. Dat wir eng Mesure gewircht, dat wir eng Reform gewircht, dat wir eng Simplifikation administrativ gewircht, dat wir gewircht als geholfen dobausen, am hätte können den Tod auf Fichage machen, dat das den Tod in dobausen seht dat als eine Todimposition, wo man hätte können Schritt halen. Fakt als Fazit, das was Firmenbesteuerung umgeht, brauchen als Konkurrenten zu London, Dublin, Holland, Jean passe de Meier brauchen sich keine Sorgen zu machen, wann es Lützeburg so 4 Uhr geht und nach Lützeburg gehen, große Konkurrenten wie von hinten. Wir haben noch 4 Stellungen, aber wir haben 4 Schläge. Geht schon nicht nur immer zu kritisieren. Wir haben schon auch geschwert, die Passung von der Steuertabelle. An einer Reform ist festgeschrieben gehen, dass die Steuertabelle immer, all Jahr, an automatisch angepasst wird. Und die Inflation, auch die Spezialgesetze, automatisch. Wir mussten etwas machen, was die Engländer so schön oder so alle nennen, Working Poor. Working Poor, das sind die Leute, die arbeiten gehen, an arm sind oder arm gehen. An die profitieren, wie wir gesehen haben, herzlich wenig. Die haben keinen Bausparvertrag, die haben kein Gucci Elektroauto, die haben keine Hypothekenzinsen. Ja, die bezahlen keine Steuern, das macht Sinn. Aber sie kriegen keinen Freibetrag, keine Steuerkredite, und solange wir das nicht fertig bringen, bestrafen wir Leute, die für den Mindestlohn oder Koppeln, die für 2-mal den Mindestlohn schaffen gehen. Das einfach. Das ist ein Floskel, die immer benutzt wird, ist ja richtig. Leistung muss sich lohnen. Wir müssen in einer Gesellschaft leben, wo den etwas leisten kann, das auch gerne möchte, und dürfen nicht auch noch bestraft wird. Apropos Bestrafen von Leistung. Eine Reform wird gewünscht zu sagen, wir schaffen die Erbschaftssteuer auf zwischen Eltern und ihre Kinder und Ehepartner. Meint nicht, das gibt die nicht gehen. Haut also steuerfrei bei Kindern an direkter Linie, ja, aber nicht für das, was sie über hier Quotité reservatär kriegen. Wenn also einen von 3 Kindern mehr kriegt, weil sich zum Beispiel um die Eltern gekümmert hat am Alter, muss es auf den Teil en prime Erbschaftssteuer bezahlen. Das ist eine immense soziale Mesure. Ja? Also das kann, was etwas möchte für sich alle Älteren, das wird gestraft steuerlich. Und dann die Ehepartner, wenn sie kein gemeinsamen Kinder haben, an einem Monat, dass sie kommt die Universalgiften aufschließen, muss sie 5% plus Dixièmen Steuern bezahlen. Das muss ich mir vorstellen, dass ein Koppel, die schafft sich ein Leben lang etwas zu summen und dann fällt eine weg und dann muss den anderen 5% Erbschaftssteuer bezahlen. Ich fand das eine Unverschämtheit. Die Erbschaftssteuer ist die ungerecht und die unmoralischste von allen Steuern. Ob alle Franken, die ich verdiene, bezahle ich Steuern. Ob alle Franken, die ich ausgebe, bezahle ich Steuern. Ich kaufe mein Auto, ich bezahle TVA. Ich setze auf Straße, ich bezahle einen Tax de mise en circulation. Ich gehe tanken, da bezahle ich Accisen, die weit mehr wie 80% aus mir vom Preis, den ich drasche. Ich spure meine Suche, meine versteuert zu. Da bezahle ich Steuern auf Zinsen. Ich kaufe auf meine gespurten Suchen Aktien, da bezahle ich Steuern auf Dividenden. An Enges, auf was meine ich das alles, weil ich am Alter aufgesichert bin. Und auch für das meine Kinder vielleicht ein bisschen besser leben können. Aber was geschieht am Schluss, wenn ich meinen Weg gehe? Da könnte der Staat, aber steuert man die versteuert zu. Ich fand das unmoralisch. Genauso unmoralisch wie eine Familiensteuer, die Gott sei Dank aufgeschafft ist, und eine Familiensteuer auf Betriebe, wo man ja gewissen haben, dass da pur
pur Familien extrem profitéieren mit de grofende Betriebe fir déi as Vermegensteuer op het Kapital ganz einfach eng unlogisch an eng unekonomisch Steuer. Dank der RDR, dank dem Ersatz net vun mir mé vun denen, die für uns do wären, die trennte Reformen durchgesetzt und aus der Opposition heraus. Dank der RDR gëtt am Land Gott sei Dank kaum Altersärmut. Und dat soll auch so bleiben. Aber wann ich dann heieren, dat de pur 1000 Signatär vun enger Petition an der Chambre empfange gin, do hier Uleies vierbringen, ganz emotionell, chiffreller Pui, beweise Wese wirklich leiden an der Situation, an der Witleit haut es des Sinn an dem Hering. Und da bringt als Herr Gramendi ein neich besseres fertig wie zu so, man tut er nach Chance, dass er von der Steuerklasse 2 an Steuerklasse 1 hält während 3 Jahre, weil an Deutschland da wird das nicht so, da wird das nicht mehr oder so, an anderen Ländern wird das gut nicht, man die hat da kein Favor. Das normalerweise oben Ducksal, mucksmäuschen still, wenn Chambersitzungen sind. Mit dem kann ich so, wenn die Leute oben Ducksal so sind, nicht mucksmäuschen still. So müssen zur Ordnung gerufen vom Präsident, weil ich meine, wenn sie im Gramendi begehnt wären, dann hätte er etwas Ernstes nach vorne hören. Das ist also ein Simulacre der Demokratie, die da geschieht, die Leute ungeheuert. Und da könnte zu einer Kommissionssitzung an Dose und dann Gambia zusammen mit der CSV, ach, da können wir nicht viel machen, was soll man da ändern, da bleibt so. Wir gucken, dass wir selbst Klängs abbauen, dass wir etwas zu einem Text gemacht haben. Wir ändern wollen sie nicht. Und da muss ich schon erinnern, wie hat Steuerklasse 2 aufgeschafft, aber wie nie. Es war das letzte Jahrtausend, 1999, hat die CSV-Regierung Steuerklasse 2 für Wittleute, für Leute über 65 Jahre aufgeschafft. Und wir so ein Haut, war das fest, wenn wir dann, sind wir reaktionär, kommen wir gehen jetzt zurück, kommen wir gehen jetzt auf den alles System. Aber mir so ganz einfach Witleit, getrennt Liebeleit, a länger zählend Leid, Leid mat Kanner, bestört oder gepackt, kommen es an Steuerklasse 2, dann haben wir es für die Leid gemacht. Weil der Kake von uns sich vierstellen nicht selber am Fall wäre. Was das bedeutet, sein Partner zu verlieren, ich weiß durch meine Mama, den Partner zu verlieren, nachdem es der ganz Liebe verbrucht hat. Dieselbe Kästen zu haben, wenn du an demselben Haus wohnen bleibst. Die Liebe geht ja nicht viel mehr billig, dadurch, dass du eben einen Schmanner da hast. Die Revenu zu verlieren oder die Pension zu verlieren und dann auch noch steuerlich degradiert, deklassiert zu gehen an eine andere Klasse, das ist nicht richtig, das ist nicht human, das ist nicht sozial und das ist nicht gerecht. Weil möchte für weiter froh, weil das ein immens großes Gesetz mit immens viele Faktoren, mit immens vielen Deelfrohen. Wenn du frohe sind oder Bemerkungen, sie stehen mir ganz, ganz gerne zur Verfügung. Wie gesagt, wir stehen für in allem für eine richtige Steuerreform, eine sozial gerechte Steuerreform, die den Ärmsten an unserem Land hilft, die am nächsten hat. So nicht merci. Gif mal weiter voren an Steuerreform dann aufhaken, am nächsten Punkt von der Dageslösung übergehen. Ein Thema war dann den letzten Monaten immer an der Aktualität war als Migrationsproblematik. Durch den rezenten Sommer wurde halt immer ein deftige Diskussionsstoff gesucht. Heute weise Süddeputierten de Ferner Kartheiser als eine kleine Ausführung dazu gehen. Ferner, ich gebe dir dann vor, die überdrohen. Merci, Madame Präsident, les Freunde alle Goe. Ich muss vielleicht einmal aufhängen, mich bei all den anderen Parteien zu entschuldigen hier am Land, weil ich mir etwas furchtbar politisch unkorrekt ist. CSV, DP, Grün, LSAP, sie sagen uns alle gut, dass das hier ein Sujet ist, über den man nicht sollen diskutieren, Migrationspolitik. Das ist noch nicht viel wert. Und die wahrscheinlichste Ursache ist, dass sie nicht wollen, dass darüber geschwärzt wird, weil es sie arrangiert, dass nicht darüber geschwärzt wird. Wir sollen also nicht hier am Land diskutieren, über ein Sujet, das Millionen Leute betrifft, wo Leute durch Länder gehen, wo man gesehen, dass Pickeschen droht abgeriecht wird, wo man gesehen, dass Grenzen an Europa abgeriecht gehen,
wo man gesehen, dass so viel menschliche Schicksale damit verbunden gibt von denen Leute, die sich auf den Weg machen, so viel andere über verschiedene Länder, wo sie auch kommen, aber wir sollen heute nicht drüber schwätzen. Das mal liebe Kollegen von den anderen Parteien, wir fühlen uns als ADR an einer politischen Verantwortung, wo wir gerade über großpolitische Fragen auch wollen diskutieren, und Stellung beziehen. Und zwar Boden von klaren, legalen Texten, an der Ausübung einer politischer Verantwortung. An die erste Verantwortung, wenn in Europa halt guckt, dass der muss sagen, dass die Leute, die kommen, mit auch ein Entgegenkommen muss behandeln. Das ist ja nicht den Leute hier schuld, dass Europa nicht vorbereitet ist, dass Europa Sachen möchte nicht hat sollen machen. An die Humanität, die Ethik, die man an paar Reden in der neuen Heim schon gehört haben, die muss ich auch applizieren. Es ist nicht zu entschuldigen, dass Leute aufhängen, ob Asylantenheime Drohungen zu machen, dass es zu Gewalt kommt. Alles das sind Phänomene in Europa, die dann Eisen an nicht vergehen. Das heißt aber nicht, dass die nicht eine Politik muss kritisieren, die mit dazu beigetragen hat, dass so Phänomene in Europa gibt. Das ist eine andere Diskussion. Natürlich, von den Haut hier am Land, hier dann auch an anderen Ländern, dass die muss Politik mit Herz machen. Ist das richtig? Natürlich muss man Politik mit Herz machen. Wir können ja nicht unbewegt bleiben, wo Bilder, wo menschliche Schicksale, wo Hoffnungen, die Leute tun, die sich auf den Weg machen, auf die auch tags enttäuscht gehen. Aber Politik mit Herz kann aber nicht ersetzen eine Politik, die auf Vertragsfreiheit beruht, eine Politik, die mit Verstand gefeiert wird, eine Politik, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Das eine schließt das andere nicht aus, mehr Herz allein geht nicht durch, für eine Politik zu gestalten. An die Leute, die hier mal Blick die Decisionen holen, also wenn eine andere Politik formuliert, wie Kritiken formuliert, den hat kein Herz. Aber das will man auch vorstellen, weil ich will noch kurz wieder ein bisschen so viel wert wichtig ist, nicht um das Herz zu denken. Das ist das Vertragsfreiheit. Wir haben einfach eine Legislation hier im Land, internationale Konventionen, die man sollte respektieren. Michael hat der Sänger packt das uns Servanda gesagt, das ist eigentlich das, was man machen von Anfang an. Wir müssen die internationalen Konventionen anhalen, und wir müssen mit klarer, mit Objektivität und mit Determination auch darauf anhalen, dass die Konventionen respektiert gehen. Ich kann an den 10 Minuten, die ich schon nicht auf Details eingehen, aber ich will aber sagen, dass der großen Teil, und das wird heute nicht bestritten, vielleicht bei weitem größten Teil von den Leuten, die wir am Blick an Europa kriegen, das sind keine Leute mehr, die individuell verfolgt sind und dadurch Recht auf Asyl haben. Es sind keine Leute meistens, sind auch dabei, und natürlich müssen die abgeholt gehen, aber es sind auch keine Leute automatisch mit aus Konfliktsituationen fortlaufen. Mehr großen Teil sind Leute, die kommen an Europa, für sich eine neue Zukunft aufzubauen, an der Hoffnung nach einer besseren ökonomischen Zukunft für sich und ihre Kinder. Das kann ich nur vollziehen. Ich meine, wenn wir an einer Situation wären, wo große Armut oder wenn wir keine Perspektive gesehen, ging man das vielleicht auch machen. Aber es gibt dafür keine legale Grundlage. Es ist einfach, wenn ihr nicht legal guckt, eine illegale Abwanderung an Europa, und es verursacht auf ein Sozialsystem, auf den Arbeitsmarkt, auf die Schwäche an unserer Gesellschaft einen enormen Druck. Und wir müssen da als Politik sagen, das ist etwas, was wir nicht können akzeptieren. Wir können nicht einfach die Grenze abmachen, als Legislation vergessen und dann so machen, als könnte man als europäische Gesellschaften unbegrenzt Leute abholen, an denen eine bessere Zukunft gehen. Das können wir ja nicht packen. Los mal also gucken, was an der nächsten Woche geschieht. Mir hatte gesagt, die Regierung justifiiert die aktuelle Politik mit der Politik vom Herz. Als das richtig, denn Herr Asselborn hat an der Chambre das Woche gesagt, wie die das verfolgt haben, dass wir hin den Hauptgrund von der Immigration, die erste Justifikation, die genannt wird, als gerade die, dass man durch Immigration eine demografische Erneuerung an Europa kreieren. Das Argument, das hat alles verwundert, weil Michel Ziel wie andere Hufe Dr gesagt, wir haben eine Politik, die keine natalistische, eine Regierung, die keine natalistische Politik will, die als Familie nicht encouragiert, ja, muss ich bald sagen, diese decouragiert, wie Kinder zu haben, die dann aber erkennt, dass wir ein demografisches Problem haben, und da sieht man, für den demografische Problem zu lösen, braucht man Immigration. Wir als ADR sagen, die einfach die bessere Lösung ist, wenn wir dann ein demografisches Problem haben, wenn wir eine Erneuerung haben,
hun, aber da soll das Regierung eng Politik für Familie machen hier am Land und da braucht man nicht auf die Migration zurückzugreifen, sondern Männer auf jeden Fall für das Problem zu lösen. Die zweite Konsideration, das ist vom Verstand. Und du musst ihn doch eins zweifeln, wenn ihn an unsere Medien lauscht, nur lauscht, guckt, was Politiker so sagen, wenn da gesagt wird, wir schwätzen nicht von einer ewiger Grenze, und sicher für die Message, jeder kann kommen, dass jeder will kommen, wir setzen keine Grenze, weil man ja soi-disant eine humanitäre Verpflichtung hätte, für jeden abzuhören, was man nicht tun, aber was man auch nicht packen. Aber wenn man keine Grenzen aufhört, da stehst du ja aber erstens auf praktische Probleme. Es möchte so viele Leute an der Welt Hoffnung, für an Europa zu kommen, eine Hoffnung, von der wir wissen, dass es nicht erfüllt gehen kann, das ist kein moralischer Approach. Aber für allem wissen wir ja aber alle gut, die Leute, die gesunde Menschenverstand tun, und sind ein Redner, die schon gesagt haben, dass Politik auch eine Übersetzung von gesundem Menschenverstand muss sein, da wissen wir ja, dass als Gesellschaften Grenzen stoßen. Die Grenze kann ich vielleicht nicht numerisch direkt festlegen, aber es gibt sie einfach. Es gibt an die Kapazitäten für Leute abzuholen, es gibt an die Sozialsysteme, es gibt am Logement. Der Michel Andra hat und der Roy hat das ignoriert geschwätzt von den Problemen, die wir am Logement am Land tun. Das ist etwas Rares. Wo aus dem Punkt erreicht, wo wir auch nicht mehr wissen, wo wir sogar die Leute, die in Asylstatut kriegt tun, können Dignement innerbringen. Auch das sind einfach objektiv Grenzen. Dann muss man uns doch bewusst sein, dass die richtige Message eben nicht kann die sinn, dat jedereen kann opgeholt gin an Europa an dat man muss wo Grenze schwätzen. An der dritt als Verantwortung an der Politik. Verantwortung wann ihr gesäit, wat mat dem Europa geschiet am Blick, dann muss sich da vorstellen, die europäische Konstruktion, die an den letzten Jahrzehnten gelegt ging, die eure Friedensprojekt wäre, gëtt net eben just a gevorbrucht durch falsch Akzente an der Immigrationspolitik. Europa wo nach nie so zerrass wie der am Blick ass. Zukunft der Europäische Union wo nach nie so a gevor wie se am Blick ass. Dat huet eng Reihe Ursachen d'Eurokrise als eng von denen institutionell frohen als eng einer Konsideration de Brexit oder einer Länder, die eventuell daran denken, aus der Europäische Union rauszutreten, mit den direkten Ausleser von der Krise. Dat wird am Blick am meeste Probleme verursacht. Der pickeschen droht Schiffsverbindungen zwischen Ländern, die erbracht gehen. Zeite wohl kein Zug mehr gefuhr als zwischen Österreich und Deutschland. Situationen, wo Länder Flüchtlinge a Busse setzen, se nur durch ihr Land feieren, wie dat kennen sie gesagt, und in der nächsten Grenze raussetzen. Das ist eine europäische Realität, wie man sie nicht wollen, oder wie man sie jahrzehntelang nicht kann tun. Also das geschieht durch eine Falschpolitik. Eine Politik, die sich rhetorisch als eine Politik vom großen Herz bezeichnet, Hoffnungen enttäuscht, Grenzen opricht, als Gesellschaften und Grenzen von ihrer Kapazitäten feiert, und sich dazu beiträgt, dass das Europa, was wir als Lützburg brauchen, für uns aus der Nähe fällt, und das soll dann eine Politik sein, die mir gut heischen. Wir holen uns als ADR auf jeden Fall dat recht raus iwwer Migrationspolitik zu schwätzen, aber wir können nicht mitmachen, was die anderen von uns erwarten, nämlich einfach den Mund zu halten und nur zu gucken, weil das sie politisch arrangiert. Wir stellen die Politik auf froh am so und die Leute auch hey, gibt es eine Alternative für so viele andere Bereiche von der Politik, und die Alternative aus fehlt die Parteien, die so gerne zusammen haben, CSV, Gambia, wählt die an die Behalt die Politik oder gibt er Stimme der ADR, dann tut auch eine Politik mit Herz, mit einer Politik mit Herz, mit Verstand, mit Verantwortungsgefühl und am Respekt von den Verträgen. Das gibt mir mit. Wir haben also Freund Jean Asselborn, auch hier aus dem Süden, das ist überhaupt nicht Teil. Der möchte eine Politik wählen, die gerne möchte, dass die von seinem deutschen Freund, dem Herrn Franz-Walter Steinmeier, und von der Madame Merkel, möchte das matt. Und er möchte so hier am Land, als wäre das nach Majorität in Europa, die so denken. Als wäre das eigentlich der einzig richtige Weg.
An der Probéier da is ha am Land ze verkäfe, wie man zu dacks kennen als Politik dat keng Alternativ ging gin. Mit dat wat den Asselbau predecht haut ha am Land, wat den Eis als Normalität durchstellt, dat das nach Position von einer kleiner Minorität von europäische Staaten. Dat das nach die Deutschlin, guck mal wie den Nowen das nur de Wellen, dat das nach Belsch, dat das nach Holland zu engem aber mit klengen Deel an dat sie mir. Dat als Koalition Asselborn. Bis den Nowen und da guckt man nach einkehr wie viele Länder op der Lin sind. Et das aber net eng Lin, die an Europa nach majoritätsfähig ass, weil all Menschen an der Zwischenzeit Löser kennt Land um Äneren, dat het net kann so viel goen. Mün also eng Politik, die Modell eng Regierung, die un engem Modell festhält, dass ein Auto will verkaufen, den net geht, vu Karosserie rachte als Schweizer net vun de Steuere roi, da tust du schon gemerk, ein Auto, den net fährt, an die soll man raklammen, wohin eng Zukunft soll den als feieren. Mir hunn Wann mal gucken werden an den nächsten, ich kann net Prophet spielen, weil ich si los mal einfach mal gucken, wer an den nächste Woche geschieht. Mir lieferen als der Türkei aus, weil die deutsche Bundeskanzlerin mir politisch Überlewe kämpft. Mach mal Tiere von der Europäischen Union op für ein Land, weil so man europäisch Väter heute wird nicht mehr geht. Es schon nicht, wie das man nicht falsch verstehen gehen, gegen die türkisch Leid. Es schon Respekt für dem Land, weil es doch eine große Geschichte mit allem Positiven und auch dem vielen Negativen, was an der Geschichte gibt. Wir sind nicht anti-türkisch per se. Wir kritisieren aber Troll von der Türkei an Europa. Wir kritisieren eine militärische Besetzung von Nordzypern. Wir kritisieren Menschenrechtsverletzungen an der Türkei, Drop an der Wieder. Wir kritisieren militärische Angriffe aus Syrien, die Türkei möchte, Doofscheiße wo russische Flieger, da leben, wo Passeuren die Leute von der Türkei an Griechenland rüberbringen. An der Sommer, man die sieht gut, da kommt die Europäische Union, weil der Herr Asselborn dazu will. Nee. Wir sind nicht bereit, als RDR op DW mat zu go, wo mir eng Flüchtlingskrise, die mir nicht verursacht haben, mir Äner, an die nach hoffen, sich können zu retten, dadurch, dass sie den Deal mit der Türkei machen. Wir werden nie falsche Wege durch einen anderen falschen Weg probieren zu reparieren, weil wir nur 2 Fehler an nicht repariert. Eng einer Sache, Lampedusa. Da man das die Krise auch emotional umgegangen für eine paar Monate. Und wir hatten ja die Bilder, schreckliche Bilder, wo Leute am Mittelmeer erdrungen sind, weil sie von Nordafrika rüberkommen sind, ihr die Balkanroute, ihr mit Griechenland angefangen hat, dass sie probiert haben, sich zu retten oder an Europa zu kommen, über die Seeweg, mit Passeuren, mit schrecklichen Booten, sie sind erdrungen zu einem gewissen Prozentsatz, sie sind an Italien gekommen und dann sind sie an einer europäischen Länder gegangen. Wir riskieren, dass das nicht aufhängt, weil die Balkanroute auch so ist. Und sie werden einer Wehr sicher, solange die Message von einer Reihe von europäischen Ländern nicht den ist, dass die Politik abhört. Was geschieht, wenn sie an Italien kommen oder über Spanien? Die Franzosen haben schon gesagt, wir haben so viel geholt, wir holen keinen mehr. Aber da gehen sie wahrscheinlich auch durch Italien, durch Frankreich, an die paar Länder gefeiert, die nach so, sie gehen da abholen, dazu gehören wir auch. Auch das ist eine Politik, die natürlich langfristig nicht kafieren kann. An die Messagen, die Herr Asselborn los sieht, mir hu als engagiert, ich kann noch nicht als Zeitgründe beraten, ob die Relokalisierung von Leid an Europa minder bis durch 30 geholfen 751, die man versprach, und wir müssen also nach 721 holen, das Jahr und noch nächstes Jahr. Das ist eigentlich eine Politik, die auch ein Signal setzt von einer politischer Situation, die schon lange nicht mehr gibt. Wir haben heute, was immer März 2016, an den Asselborn Welt hat sich geändert. Und er vertritt nach dieselbe Theorie wie Oktober 2015, während er 6 Monate rundherum Europa löserlos zusammenbricht, der pikischen Droht wies, Leute sich desolidarisieren, Regierungen Fälle sehen, und er vertritt nach dieselbe Linie. Aber das ist ein Mann, der steht wenigstens zu seinen Fehlern und er behält sie nach Monaten lang bei. Das Problem ist, dass wir die Rechnung bezahlen, aber wir sind nicht bereit. Und auch die Leute, die kommen, bezahlen die Rechnung, weil denen holen wir ja die Chance auf eine Zukunft, an eine Perspektive für eine Zukunft. Was geschieht mit Europa? Irgendwie habe ich das Gefühl,
Aber ich kann ich nicht beweisen. Wir schwätzen an einem Jonerrenker drüber. Das war man nicht grundsätzlich als Politik ändern, dass man aber das machen, was Australier machen. Die haben eine Situation, dass sie Kehrer losen, sie bringen Saläre außerhalb von Australien, da gehen dann Fälle geguckt, die keinen Asylgrund tun, die gehen zurückgefeiert an hier Länder, die einen Asylgrund tun, die können ran an Australien. Wahrscheinlich ging es mengen, irgendwie nie geht Europa vielleicht auch auf die Weg. Aber was sonst mit Europa geschieht, wir wissen es nicht. Wir wollen auf jeden Fall nicht als RDR. Dass die Europäische Union, die wir brauchen sie, aus vielen Gründen, dass die zusammenbricht durch die falsche Politik. Wir brauchen Obbegrenzen, weil wir exportieren bald alles, was wir hier am Land produzieren, auch am Finanzsektor. Wir brauchen, und wir hätten gerne Obbegrenzen, dass wir können reisen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, können rankommen. Wir hätten gerne Obbegrenzen, wir halten denen fest. Wir sollen aber auch immer dabei Obbegrenzen wie die eierlichen Leute, weil heute kommen noch nur die Leute über die Grenze, die wir vielleicht nicht wollen, hier am Land tun. Und der Realismus, wie die Leute, die wirklich den Wert von Europa für uns Gesellschaft erkennen, realisieren, wie wichtig das Europa für uns ist. Das sind auch die, wie wir die sagen, dass wir nicht akzeptieren, dass mit der Europäischen Union, mit denen Akien, von denen wir aufhängen, so gespielt wird, wie in der Asselbahn als in Regierung, da wir Blick machen. Ich will noch Evolution über meine Freunde von der CSV. CSV ist am Gangen einen Weg zu sichern, den sie nicht tut. Sie ist im Gang, sich zu orientieren auf einen Kompass, den sie nicht lesen kann. Und sie hat wenigstens eine Tradition dort dran. Weil an der letzten Regierung schon, da war CSV noch mal dran, mit der LSAP zusammen, da hat man ja schon ein riesiges Problem an der Asylpolitik. Wir hatten auch damals schon eine illegale Abwanderung vom Balkan. Wir hatten noch damals Bussen, wo die Polizei genau weiß, wie ja wo sie kommen, die Leute aus dem Kosovo brücht und die heute an Prozedur durchlaufen. Sie sind da noch zurückgeschickt, dann haben sie da einen anderen paar Bayern gekriegt, da sind sie zurückgekommen. Der Minister Schmidt hat das treffend ausgedrückt, Asyltourismus. Die Regierung wusste das genau. Mit das jahrelang nichts geschieht. Nichts. Wir haben kein Visum angefeiert für den Balkan. Wir haben das einfach laufen gelassen. Wir nicht als ADR, wir haben das nicht gemerkt. Mit der Regierung CSV, LSAP hat das einfach akzeptiert. Ich weiß nicht, wie weit hat sie gefragt, Leute wären vielleicht nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wer sie gefragt hat. Wir sind jahrelang nichts gemerkt. CSV. Sie hat also immerhin den historischen Merit, dafür zu stehen, nichts zu machen. Dann hat sie haut die Situation, dass sie aber merkt, weil das ist eine große Partei, dass am Land nicht jeder zufrieden ist mit der Migrationspolitik, wie sie am Blick gefeiert ist. Also sie fängt an, Fragen zu stellen, nicht Lesungen zu proposieren. An der Chambre stellt sie parlamentarisch Fragen. Und an diesen Fragen stellt sie die wichtigsten Punkte an der Entwicklungspolitik haut. Mengt die Regierung, es wäre besser, wenn wir gegen die Ursachen von den Konflikten an der Welt beheben. Die Regierung sagt, ja, mir auch. Mengt die Regierung, dass es gut wäre, Entwicklungshilfe an die Länder zu gehen, wo die Refugien hier kommen, und die Regierung sagt, ja. Da haben wir das Problem aber nicht gelöst. Und es ging Jahrzehnte dauern, mit dem System, bis irgendeine Wirkung irgendwo in einem Land wäre, wird dann gegen das Land so verbessern, dass die Idee für in Europa zu kommen nicht mehr gegen abkommen. Es geht nicht nur Fragen zu stellen, wie CSV möchte, es muss Lesungen proposieren, es muss in der Courage haben, wie die Leute so sagen, wir machen das da, weil so wie da mal Blick lebt, geht es nicht viel und wir packen es nicht, und wir gehen falsche Hoffnungen in den Leuten, und wir zerstören die Europäische Union, die wir ja aber brauchen, aus den Gründen, die wir genannt haben. Die Realität ist immer mehr. In Hasselborn nennen sie also an der Kommissionssitzung an der Chambre, das nicht weiß, das ist genauso wie mit den Bussen aus dem Balkan, wofür drin. Hier seht ihr es an den Kommissionssitzungen, man da bezahlen Leute zu Algier 60 €, sie kriegen nur einen Flieger, sie fliehen auf Istanbul, und von Istanbul kommen sie als Refugier in Griechenland. Das ist Routine. Die Leute wissen das. Wir machen etwas, sie sagen, wir müssen eine Politik mit Herzen an die Leute abholen.
Ass dat Politik mat Herz, wann man Leiit opholen, die zu Algier 60 € bezöllen an der Fliegerklammen op Istanbul fleien an dann sech mam Schëf River setze losen. Fi mech ass dat kein Politik mat Herz, wie Män als zu Komplize wo Passeuren, a wie Män als zu Komplize vun enger illegaler Immigration, die schlussendlich dee Länder auch schuld für die Leute hier kommen, weil do fehlen se wie Länder mat opbauen, do fehlen se wie egen Ökonomie zu stärken, do fehlen se an ha hun se keine Zukunft. Noch vielleicht Wort für die Partei CSV. Und da kommen wir auf den Höchstpunkt von unserem Kongress, dem Gastengeriert. Das Käfen als hungrig, Gast, bis du geschwert hast. Nach Wort. Und da das dem Herrn Moser singeriert an der Chambre von dieser Woche. Das war ein gut Tritt, ein ganz gut Tritt. Das hat aber nicht gesagt. Das wie so dacks engeriert, die gut klingt an neicht seht. Weil auch den Herr Moser net probiert als engeriert so nicht, dass ein Gutreet gewesen, net probiert an der Riert sich als CSV-Politiker sich schon RDR-Positionen runzuschleichen. Bis lo wo CSV resolut für den Beitritt von der Türkei bei der Europäischen Union. Den Herr Engel an Herr Juncker, Madame Reding, die sind über all die Jahren, wann das erhören hat, Türkei gehört an der Europäische Union. Den Herr Moser, den hat schon ein bisschen zurückgeschaut. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele Leute aus einer Partei mit ihm d'accord sind. Weil bis jetzt hat CSV immer etwas gesagt. Den Herr Moser fängt an, leicht bei Positionen zu kommen. An den Refugien hat Herr Moser angefangen, vorzustellen von den Refugien Ökonomik. Stellt sich die Frau an der Chambre und wissen nicht, wie viele Leute aus einer Partei mit ihm d'accord sind. Aber etwas will ich so. An dieser ganzen Diskussion, an guckt die Geschichte von der CSV, guckt, wie sie sich positionieren oder nicht positionieren, über Türen, guckt, dass die eng Position vertreten an der Partei, an die anderen einer. CSV hat bis heute nicht fertig gebracht. Ein klarer, zuverlässig politisch Linie, an der do zu froh, an der do froh zu definieren, an andere Frauen auch nicht. Aber mir der CSV war klar so, wenn der Gemmer da schwätzt, da soll das mal wen da sieht, wir brauchen zuverlässig Leute, mit denen wir schaffen, an nicht das do. Ist so nicht mehr. Ma ferner dann och der Ferner Dir dann noch vielmals Merc wie die ausgezeechchten Ausfeierung an Skiweis dann fir en Iwerblick iwwer die politische Aktualität ha am Land giwe stand vor und den deputéierte Gast Giberien gin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was soll ich da noch so? Wir hatten uns gut Viersätze geholt, wir hatten uns ein Timing gemäht, wie wir der Morgen über die Distanz kommen. Und wenn wir den Timing angehandelt hätten, dann wäre ich noch fertig. Mit das nun mal eben so bei uns Politiker, und da schließe ich mich mit an. Und ich bin froh, dass ihr Schulen auch schon an den Traum könnt. Wir schwätzen, bis wir fertig sind, und nicht, bis dauert das. Ich will mich, liebe Freunde, merci sagen für den guten Verlauf, den wir heute auf diesem Kongress hatten. Merci unserem Generalsekretär und unserem Nationalpräsidenten Jean Chance und Alex Penning, den Relais, wie wir holen, und mit einer ganzen Equipe fertig tun, dass wir heute als Partei so stark durchstehen, wie wir noch nie durchstungen. Auch merci alle unsere Responsablen an den Strukturen, an den Frauen, an den Jugend, an die Mengen noch an unsere Bezirke, an den Sektionen. Jeder pegt durch seine Hand mal tun, wo muss, für das wir als Partei führen kommen. Und wir noch heute auf diesem Kongress versucht, mehr Leute schwätzen zu lassen, auch neue Leute schwätzen zu lassen. Ich denke nur von allem, und als Präsidentin von der Frauen, Sylvie Michel oder als Vizepräsident
von Adrenalin, de Michel Lemmer, Belo als junge Prof ufängt, zu den Heinz do gemengt wie geschwart, wir nicht an der Fondspublik, mir ein Ass an der Fondspublik dann. Mehr ich mengen auch him, wo man haut eng Plattform gin oni dat him gesot huet, wat soll so. Es schon singeriert, vertecht hier Winselei gesot huet. An noch dat ass da de er. Dat man nei Leiit opholen an hinnen hier rechtlosen hier Menung zu soen. Mir gif auch gern als Partei als Menung soen. Aber Jungkleit an als Partei kommen dann so en gute Intervention machen, wie dat fall. Das soll meist darüber freuen und dann als ein Encouragement zu gesehen, dass doch Jungkleit politisch aktiv gehen und dass die neue Impulse an als Partei bringen, die man sicherlich bei so fruchtbare Boden Werte fallen. Wir haben einen Versicht einen ganzen Teil von politischer Aktualität aufzugrasen. Die verschiedensten Themen umgestellt an den verschiedensten Reden. Und ich will aufschließen nach just Punkt, ausschließlich hatte ein bisschen mehr groß viel gesehen, mich versichten Lo zu kürzen. Ein Thema, was man als Lützeburger muss bewusst gehen, das, wenn wir in Zukunft gucken, wie gesagt die Zukunft von Lützeburg aus. Wir haben über Jahrzehnte Rekordwurstum gehabt. Aber wenn man heute Analyse sehen, wo wir stehen, dann muss man sich vorstellen, als der starke Wurstum Lösung vom Problem oder als es das Problem. Lützeburg hat in den letzten Jahrzehnten eine starke Wurstum von 3, 4 bis 5% pro Jahr. Das hat natürlich Positives an. Es hat dem Staat kurzfristig Gelder an Käsebrot. Wir konnten uns Sachen zu Lützeburg leisten, die kein anderer Länder konnte leisten. Wir konnten Prunkbauten aufbauen, wir konnten ein gutes Sozialsystem aufmachen. Wir hatten nicht nur Positives, es hat doch viel Negatives mit sich gebracht. Wenn wir die Staatsfinanzen gucken, ob schon mal durch die starke Wurstum über Jahrzehnte Milliarden Franken von Überschuss haben, stellen wir heute fest, nur Jahrzehnte starke Wurstum, dass das Staatsbudget schon über 8 Jahre am Defizit ist und auch noch an die nächsten Jahre, soweit wir heute gucken, bis 2019, am Defizit bleibt. Das heißt, dass man die starke Wurstum, dass die nicht genug Gelder generiert, für seine eigenen Nachfolgekosten zu finanzieren. Wir haben an den Jahren praktisch 10.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschafft. Und ob schon mal Arbeitsplätze geschafft und als der Chômage von Jahr zu Jahr an Lutgang, ob haut bald 23.000, wenn man die Leute, die an der Beschäftigungsinitiative sind, mit dabei holen. Wenn wir gucken, wie wir an unseren Infrastrukturen nicht mehr nachkommen, wenn wir gucken, dass Stauen von Tag zu Tag mehr groß gehen, wenn wir gucken, wird eine Explosion als Population an. 1960 hat man 300.000 Einwohner, 2030.000, heute 560.000, 2020 600.000, aber wenn wir an dem Rhythmus fuhren, sind wir 2045 auf dem Punkt, wo wir 1 Million überschreiten. Die Entwicklung von den Arbeitsplätzen, schon gesagt 10.000 Plätze pro Jahr. 2005 knapp 300.000 Plätze, 2015 380.000 und davon Nummer müsste 170.000 Frontalien holen. Aber wenn wir so viel fuhren, da sind wir auf 15 Jahren quasi bei 500.000 Arbeitsplätzen angekommen. Wir haben auch andere Defizite haben wir heute. Die starke Wurstum und Population und Immigration hat uns dazu gefordert, dass man eine Schulpolitik angelangt ist, wo wir die ganze Immigration nicht integriert kriegen, schulische Probleme haben und die Resultate von dem war, weil eben die Schulsituation zur Zusammensetzung so ist, dass wir ein Nivellement vers le bas gemacht haben, mit dem Resultat, wo wir heute stehen, dass die Studenten Schwierigkeiten kriegen im Ausland, ob Uni geholt sind und dass dann als Patron ganz tags leben an die Grenzregion Leipzig über eine Qualifikation, den sie als Lützeburg nicht mehr fanden. Mit insgesamt die Integrationspolitik
Sie haben nie gemäht heute zu Lützeburg. Wir haben immer darüber geschwärmt. Wir eine wirklich Integrationspolitik, die das Wort versteht, haben wir nicht gemäht. Wir haben nie genug daran investiert, für die Leute, die bei uns kommen, und als Gesellschaftssystem und als Spruch rund zu feiern, wir haben kapituliert. Niveau von der Landesplanung, der Landesverbrauch. Wir verbrauchen am Blick 2 Hektar Land den Tag. Lützburg war eine Gesamtfläche von 2586 Quadratkilometer. 1970 hatte man 6,4% von unserem Land wäre verbaut. Heute haben wir 13,5% von unserem Land verbaut. Aber wenn wir mit dem Wachstum, wie wir Lohn an den nächsten Jahren gemäht haben, weiterfuhren, da sind wir 2030 schon mal 26% vom Land verbraucht. An 2050 kommen wir auf dem Grenzen, dass wir das Land so betoniert tun. Ich finde, die Verkehrsproblematik geschwärzt, wo die Stauen von Dach zu Dach mehr groß gehen. Auf dem großen Wachstum haben eminent Leute wie den Conseil supérieur pour le développement durable, die haben dafür gewarnt. Also, die könnt nicht planen Menschen so viel vorholen, weil der stößt und Grenzen. Der Conseil national des Finances publiques hat nach für einem Jahr an einem Mavi eine ganz krasse Warnung ausgeschossen, das passt auf, was wir als Lützeburg machen. Aber wenn ihr da wisst, dass man das ganze System haut, über Schulden bezahlen. Schulden bezahlen, die man aber nicht zurückbezahlen. Der Staat bezahlt seine Schulden nicht zurück. Ich repetiere das immer und immer. Der Staat bezahlt just Zinsen, aber kein Kapital zurück. Und seit 2003 hat der Staat praktisch alle US-Emprunt abgeholt, auf 10 Jahre. Und seit 2013 laufen dann die Emprunt auf. Und da müsste der Staat am Anfang, wenn er auflief, Kapital an enger Kehr remboursieren, das Geld als auf eine To. Was möchte man hält den neuen Emprunt ab, für den allen zu refinanzieren und lässt er 10 Jahre laufen. Mit parallel dazu hielten davon 2013 und auch alle US in Emprunt ab, für die neuen Defizite zu decken. Und im Jahr 2023 kommt man in die Situation, dass die 2 Emprunts auflaufen, da geben wir 2-mal Emprunt, für die zu refinanzieren, einmal einen dritten daneben für den normalen Defizit zu decken. Und so kommen wir an eine Schuldenspirale ran, die einfach unverantwortlich ist, vis-à-vis von den kommenden Generationen. Und wir alle gut. Wir alle gut. Wir alle gut. Und dafür haben wir als ADR die Interpellation an der Chammer gemacht. Muss politisch darüber diskutieren. Weil Leid, wenn der Leid sieht, geht gut, wir können nachverdelen. Wenn wir eine Steuerreform machen, aber wir wahrscheinlich Geld lehnen, für die Steuerreform zu finanzieren, dann muss man als Politiker da als Responsabilität an den Leuten sagen, wo wir wirklich stehen. Dass wir Geld lehnen, für eine Steuerreform zu machen. Dass wir Geld lehnen, für unseren Wohlstand eventuell nach Haut weiter auszubauen. Es gibt Leute am Land, die müssen geholfen kriegen. Es gibt Leute, die müssen viel geholfen kriegen. Mit gibt auch, die brauchen nicht mehr geholfen zu kriegen. Aber man muss uns als Gesellschaft eins gehen, dass wir nicht haut können, über Eisverhältnisse leben, am Morgen und die kommenden Generationen als Kinder, die müssen irgendwann eigentlich das Geld zurückbezahlen. Aber wir wollen als ADR, dürfen auch das Thema auch immer mehr an politische Diskussionen ranzubringen, weil wir feststellen, dass wenn Politik die Courage hat, für die richtigen Akzente zu sagen, die Leute schwer zu feststellen, dann also eine Bereitschaft bei den Leuten für an die Richtung zu gehen. Aber solange wie die Politik Leute beliebt, also wir sind die Besten, und wir machen nach Hause, und wir gehen jetzt nach da, und wir fahren nach weiter mit der Gießkanne über das Land. So lange ist es auch normal, dass die Leute sich nicht Gedanken über die Zukunft machen. Und dafür müssen wir als Politik die Courage holen, und wir müssen mit den Leuten darüber schwätzen, und wir sind überzeugt, dass dem Lützburger sein klarer Menschenverstand auch dahin geht, dass jeder einzeln und die kommenden Generationen denkt. Wir kommen also nicht allein für am Schluss
muss man den blannen Rekordwurstum Schluss setzen, aber man muss aber qualitativen Wurstum setzen, den als Wirtschaft zu Wurstum bringt, den als Staatsfinanzen solidarisiert, den als sozial und ökologisch Stabilität hier im Land geht. Das bringen wir fertig als Gesellschaft. Man muss eine juste Courage schon für es zu machen. Die Damen und Herren, liebe Freunde, wie wir die Interpretation an der Chambre hatten, du wenn man davon überzeugt, dass als Kollegen als Giffen zu 100% unterstützen. Das war am Anfang der Jargon, den sie über Jahrzehnte immer gefordert haben. Mit Zeiten ändern. Wie wir die Diskussion gefordert haben an der Chambre, du hast den Vertreter von der Grünen Henri Cox rausgegangen. Also, wir haben aber kein Problem, wenn man 1 Million Einwohner kriegt, kann sogar ein bisschen mehr gesagt. Du hast in die Grünen nicht mehr erkannt. Eine starke Wurst zu betonieren, aber wenn ihr in die Politik halt guckt, dann wird kein Unwohlig gesagt, weil sie machen das doch. Der François Bausch hast du am Radio für 3 Wochen over zum Fernsehen gewirrscht, du hast den ein bisschen relativiert, so, ja, 800.000 so. Ja, das ist ja normal, wenn ich für 1,1 komme, muss ich auch über 800 kommen. Nicht doch keine 700 so oder 900, weil dann beginnt die alle gut bis auf die 1,1 Millionen. Mir hier Ziel als einfach Haut strammen Wurstum. Das ist noch nie so viel so betoniert in eurem Land, wie das mit denen geringe geschieht. 2 Hektar Land geht da so betonieren. Und da geht es, oder wird eine Naturschutzgewerkschaft wird Mouvement Ökologique gehört, von dem her der nicht mehr. Die haben dann mit den Geringen so all guten Tag manifestiert, demonstriert, Pressekonferenz gemacht. Gott sei Dank haben wir 1000 Grenzen Probleme für den TTIP oder Atomzentrale, weil hier im Land hier die sich nicht mehr zu Wort melden. Wie wenn sie nicht mehr bestehen. Und dafür sagt auch der François Bauschenke an der Chambre, hier gibt man, wenn hier die Autobahnen ausbaut, hier gibt man keinen am Land kennen, den dort dagegen für. Früher haben sie geschaut, wie die verreckt. Haut, früher waren sie gegen alle Autobahnen sie geschwärzt und gestimmt. Das waren Autobahnen von 2 Spuren. Haut ist der François Bausch, höflich an der Chambre, wenn er sagt, es wird nicht mehr, es wird nicht Land, nee, ich bauen die Autobahn von Diddling auf Stängerfort von 2 auf 3 Spuren aus. Haut waren immer, wenn sie gegen Konturnen machen. Letzte Woche konnte in der Zeitung lesen, François Bausch, Konturnen machen bei dieser Region absolut Priorität. Und es gibt keine Straßenberuhigung mehr mit dem Verkehr. Aber es gibt Turborampen am Land gemäht. So anderen Zeiten, wann die Grünen an der Regierung sind. Noch nie sind so viele Bäume ein bisschen aufgeholzt gehen, wie das bei den Grünen ist. Ohne Diskussion. Sogar mit Pressekonferenzen. Eine Straße, eine Pressekonferenz, haben wir machen heute Bäume weg, die sind gefährlich. Die waren auch immer gefährlich, wir waren immer dagegen. Oder wie für den Tram an der alle Schaffer. Da sind ein Bäume verpflanzt gehen. Dort den Press gerufen, guckt mir die Bäume hier raus, und wir setzen sonst wahrscheinlich das. 100 Meter mehr weit beim Nikolaus Kirficht. Da haben sie gesund Bäume radikal umgelöst, Klänke mit direkt am Kamin zu verbrennen, und der Rest als gehäckselt gehen. Da war kein Press mehr invitiert, wir sind einfach weggemäht. Die Grünen machen eine maximale Wurstum, maximal Investitionen nach Straßenbahn, und maximal Aufholzen von Bäumen und Büschen. An der Steuer- und Finanzpolitik, am Zusammenhang mit unserem Finanzplatz, waren die Grünen immer dagegen, dass es sollten Kado gemäht gehen für multinationale Konzerne. Wie im Dezember bei einer Nacht- und Nebelaktion die Regierung hingekommen ist, und sie hat an den Gesetzestext für den Umsetzung der europäischen Direktive etwas Kleines zu Ende gejubelt, und das in letzter Minute rauskommt, nämlich, dass die ganz reichen Familien, die in ihr Gelder an Gesellschaften investiert haben, dass dort Vermögensteuer von 0,5 auf 0,05 aufgesetzt ist.
das net fir schmengen Sitzkinder bannen. Das fir Leiit, die méi wie 500 Millionen hunn. Die kreien die Suen, die dort Riffer sie brauchen, die kein Steiere mehr zu bezahlen. Wir waren nun der Meinung, dass du können die Gering nie matt drohen. Aufgrund von dem, was die gemäht hat. Aber sie haben nicht matt gedrohen. Am Juni an ihrem Dokument, wenn der Hand hinguckt, hat ein gering Blatt dran. Und an dem geringen Blatt haben wir auf der ersten Seite geschrieben, was die Gering gesagt haben, an der Kommission zu dem Projekt. Und auf der zweiten Seite haben wir erst geschrieben, was die Gering an der Chambersitzung zu dem Projekt gesagt hat. Da könnt der Staat ein gemütlich daheim nur lesen, was es an der Kommission und was es an der Chamber gesagt hat. Kein Wort. Kein Wort. So wird stillschweigend matt gestimmt, ohne ein einziges Wort zu sagen. Für 4 Jahre wird Land zu klein gewirrscht. Das ist der Sinneswandel, wie wir haben. Aber wenn dann die Politik gesagt, in die Gringen machen, da versteht ihr noch, für was das CSV gibt, mit den Gringen an die nächste Majorität gehen. Nur den letzten Sondagen, die ja ganz gut auch für uns waren, ob die wir es nicht sollen verlosen, wenn Wahlen, das sind nach 2 Jahren, man muss wirklich schaffen, für nicht nur das Resultat zu halten, noch vielleicht beide zu kriegen, aber dann als CSV gefragt gehen, ob sie da bereit wäre, mit der ADR eine Koalition zu machen. Man hat ihren Generalsekretär gesagt, sie hätte keine Gemeinsamkeiten mit uns und dürfen das Leben mit den Geringen gehen, weil kommen nämlich die Geringen oder mehr an. Aber das ist der CSV hier schwach. Ich kann mich erinnern, wie die CSV sich abgeregt hat, nur der letzten Regierung, nur der letzten Wahlen, wie die Gambia eine Regierung gemacht hat, man nicht mit ihnen geschwart. Das war da eine Gottesbelastung, wenn sie nicht kennt, mit der CSV da geschwart haben. Aber wie das haben wir bitte für 4 Männchen, die gibt nicht mal den CSV an eine Regierung gesagt, das geht doch nicht, dass die schon 3 Männchen für 3 Jahre für die Wahlen sieht, hier gibt nicht mal das an eine Regierung, muss in die Wahlen aufwarten, muss in die Wähler respektieren, aber mit CSV Lohai, sie sind mit der ADR geben nicht, wir haben keine Gemeinsamkeiten mit der ADR. Wir holen dazu Kenntnis. Wir sind ja nicht, die in der CSV nur laufen, für mit uns an Koalition zu gehen. Wenn sie lieber an die Opposition gehen, dann sollen sie an die Opposition gehen. Mehr müssen sie nicht mehr tun. Und hat die CSV keine Gemeinsamkeiten mit uns? Kann sein. Aber da muss man aber gucken, was die Politik diese hat mit, für wen ich kann in die holen. Familienpolitik, die wir als ADR machen, wo die CSV löst, ist der rund untascht und auch so möchte, wenn sie für die Familienpolitik wird. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die CSV mit den Geringen an eine Regierung geht, dass in der Familienpolitik etwas ändern? Nein. Weil die Geringen sind die an dieser Regierung den Hardliner sind für die dort Familienpolitik, die wir verurteilen, durchzusetzen. CSV geht also lieber mit so einer Partei an eine Regierung, wie mit einer Partei, die eine Familienpolitik mischt, was am Anfang auch hier Mist sind. Da muss man sich also vorstellen, ist das Populismus, was sie mischt, oder was ist das? Es ist ein Gesetz über die Bürger. Der Ferner Karteise der Roy und eine Proposition lag mit 2014 schon ihr Flüchtlingsproblematik umgelassen, wo wir gesagt tun, wir hätten gerne Gesetz zu Lützeburg, wie doch schon in einer Reihe anderer Länder geht, dass der Burka verboten könnt. Lo wie beim Flüchtlingskrise mi heich gehen aus, geht CSV hin, und so hat es gemäht, was noch nie gemäht hat. So eine Gesetzesproposition von einer anderen Partei Punkt für Punkt, Wort für Wort aufgestellt. So hat eine Proposition aufgeschrieben, also die tun an der Chambre deponiert als eine CSV-Proposition. Was noch nie da war, was doch von allen Parteien wirklich scharf angegriffen ging als an der Chambre, dass du eine Partei so ein Plagiat möchte, dann einfach eine Proposition von einer anderen Partei aufschreibt und da sieht, so möchte wie wenn die anderen nicht da wären. Von CSV will mit den Geringen an die Regierung gehen. Wen hat dann verhindert, dass diese Regierung ein Gesetz über den Burka-Verbot möchte? Weil zu einem gewissen Zeitpunkt hat der Präsident von der LASAP einen offenen Brief geschrieben, hier wir auch dafür.
an DP man sie kind sich auch vorstellen, dat de Burka-Verbot gëtt. A wen huet gemauert, mat Eis gëtt dat net, mat dat war de Felix Bras, die gering. Wenn CSV lo se, sie hat méi Gemeinsamkeeten mat de geringe wie mat Eis, dann ass het ihnen net eich gemeint fir e Burka-Verbot im Land ze machen, weil da kann se net mat de geringe goen. Lützeburger Spruch. Wo CSV zwar auch se mir sie fir Lützeburger Spruch, mit der war kein Obstakel sinn. Jo, wat hecht dat? Wenn man nur gesehen, dass sie mit wie für Lützeburger Spruch, sie geht aber mit den Geringen gerne an die Regierung, dass der Felix Bras, die Gering, den Wert von der Lützeburger Spruch will aufsetzen, die jeder will Nationalität nicht nur bradieren, schenken, aber auch ohne Spruchkonditionen will gehen, wenn das der CSV ihre Meinung. Oder wenn wir für den Schwa antreffen, den eine Familie hat, ob sie ganz schaffen geht oder zum Deel schaffen geht. An CSV geht ja mit der Gambia-Leid. Kriegt sie dann etwas geändert? Nein. Wir kriegen es gerne. Der Religionsunterricht oder der Wertunterricht, von mir der Familie gerne der Schwa losen. Wenn CSV sagt, ja auch sie wir für den Schwa. Aber wenn sie mit der Gambia geht oder mit den Gringen geht, gibt es kein Schwa. Weil sie ja die gegen die Schwahaut sind. Aber im Referendum haben wir da auch gesehen, CSV, wenn nicht der DDR do eine klare Position letztes Jahr gezündet. Ein Kongress, vom Kongress im letzten Jahr könnt ihr drin, hat man groß 3-mal nicht. Und das war der Auftakt von der Kampagne. Und hat keine Partei so kompromisslos und so klar sich für 3-mal den Nee angesagt wie der DDR. Und dafür können wir also auch ein Großstück. Da können wir also ein Großstück von dem Kuchen aufschneiden, von dem Resultat. Was hat CSV gemäht? So, das war im Prinzip sind wir dafür, ja, bla bla bla, und dafür sind wir dagegen. Die Aufsätze vom Wahlalter von 18 auf 16 Jahren sind wir im Prinzip dafür, bla bla bla, dafür sind wir dagegen. Das war ihre Position bei dem Referendum der letzten Jahr. Und dafür brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass zum Schluss vom Resultat hier bla 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 sich Remaneo gewandelt hat, also lo Zustimmung gibt beim Nationalitätengesetz von Lützeburg mit 80% am Fonds nee gesagt hat. Und dafür, liebe Kollegen, wenn es vielleicht Punkt gibt, wo man mit der CSV nicht die Gemeinsamkeit, dann ist das dann Europapolitik. CSV, die möchte an Europa das, was Jean-Claude Juncker sieht, und Jean-Claude Juncker möchte an Europa, was Angela Merkel sieht. Wir als ADR machen nicht das, was Angela Merkel sieht, wie CSV das möchte, aber wir vertreten die Interessen von Lützeburg an Europa. Das ist als Mission, und nicht die Interessen von Berlin heute zu vertreten. Liebe Freunde, ich habe immer gemeint, CSV, das wird der Satzrat Gambia-Auto. Ich war nicht weit genug gegangen. Es ist nicht mit der Satzrat von der Gambia, es ist das Feiertrat von der Gambia, der Auto. Sie machen halt alles mit, was Gambia gern hat. Und dafür verstehen wir auch, dass CSV lieber mit den Geringen an der nächsten Regierung geht, wie mit einer ADR. Wir hören das zur Kenntnis. Wir gehen nicht an eine Koalition, oder nicht mehr für eine Koalition zu sehen. Wenn wir an eine Koalition gehen, dann gehen wir doch ran, weil der Wähler als gestärkt wird, weil der Wähler als ein Mandat gehen hat, aber weil der Wähler gern hat, dass auch ein politisches Arrangement zu Lützeburg stattfindet. Und die kann man mit der ADR stattfinden. Aber für viele Leute hier im Land ist die ADR die einzige Hoffnung, an die einzige Alternative gehen. Und wir dürfen, und wir werden die Leute nicht enttäuschen. Das müssen wir zusammen machen, und wir packen es zusammen. Das wäre nie so wichtig an der Lützeburger Politik wie heute. Heute sind wir noch zu 3 Gründungsmembern. Den eigenen Chef, der Robbie Mehlen, und meine Wenigkeit. Und wir 3
hätte jemals nie geduld für 30 Jahre, wie man von einem Punkt angefangen hat, dass 30 Jahre mehr spät die Partei so eine wichtige Rolle hier an dem Land zu spielen kriegt. Gambia, die möchte auf 5 Jahre, wenn sie so weiterführt, dann Chance sie klein, dass sie bis endet. Die möchte auf 5 Jahre mehr Futti hier an dem Land, wie Generationen für drun hier in dem Land abgebaut haben. Et Leid hun net mehr de Schwa hier in dem Land für zu wählen, wenn sie ihre Familie organisieren. Sie haben nicht mehr de Schwa, ob ihr kann Religions- oder Moralunterricht kriegen, aber sie haben an 2 Jahren de Schwa, für zu dezidieren, ob Politik hier im Land so weitergeht, wie sie bislang gegangen ist, oder ob sich etwas soll ändern, und das kann nicht mehr mit der ADR geschehen. Die ADR ist zu einer großen Familie zusammengefasst. Wir haben keine Streitereien an unserer Partei, 20 Jahre mehr. Wir ziehen alle an einem Strang. Aber wir kriegen immer neue Leute bei. Wir kriegen gute Leute bei. Wir kriegen kompetente Leute bei. Und ich meine, heute nur mehr schon eine kleine Echantion hier auftreten gelassen von all den guten Leuten, die in unserer Partei sind, beigetragen sind. Und dafür müssen wir die Leute als Politik klar machen, sie vertreten, aber die Verzichtung vertreten. Und wir können nicht hier gehen, die Wackelputtingspolitik machen, die eine Partei machen, haut so, moi so, jeder an den Krom schwätzen. Nein, wir haben eine Linie. Es muss nicht jeder mit Eis d'accord sein, aber jeder muss wissen, für was wir stehen. Und dafür stehen wir nicht nur 400 Wahlen für die Sujets, aber auch nur die Wahlen. Wir haben eine gute Struktur, als Exekutiv, als Membern, als Strukturen, an alle gut zusammen, bringen wir es fertig, und wir sind das als kommende Generationen an unserem Land schuldig, für das sich etwas ändert in dem Land, nämlich dass die Gambia-Politik für alle Mal abhört, und dass das Land, so wie den Chef Vergangenheit hat, auch eine schöne Zukunft kriegt. Es soll nicht mehr sein. Ma Merci Gas fir den remarkabel wie, dat dus Leiit wie immer aus der voller Seele an aus dem Herz geschwert. Laut der Daresödnung hett man dann lo ha frei Ausspruch Plan, het je gesinn irgenden eng froh oder eng Remark am Raum. Ja, Fleisch half je aufhängen. Ich bin extrem froh, dass ich auch nie erzählt habe, wenn ich jahrelang montiere. Ich bin so ein großes Merci. Ganz tief wurde ich nach froh, weil ich extrem Angst möchte, und nicht nur mir, ich bin ganz viele letzte Jahre, an die ich kenne, so verdammte natürlichen Ausdruck schuldig gemacht. Bei mir will ich überlegen, dass die Gambia-Klonen, die nach 2 Jahren so schaffen, die Spirale nach Mikroarmee massiv als abzudrängen. Also ich gehe einfach immer davon aus, dass nach 2 Jahren der so eine Rolle gespielt, wie realistisch ist es, dass die mit der Schuldenspirale sehr wohl kann besser umgehen. Was geschieht im Land, was geschieht im Land. So dem Ziel wird extrem große Message, wenn man viel Kontakt schlägt, viele Schläge. Wirklich schaut das hier, wenn ich schon jahrelang wohne, dass das die größte Merci mit die Angst, die aus Arbeit gibt. Ich spreche selbst mit Jahren. Merci. Müsste Gast noch danken. So ich froh bei Ihnen, weil ja. Ma dann den Herr da hannen.
weil es so noch viel von der Flüchtlinge geschwärzt. Aber es gibt nicht viel von der Flüchtlinge geschwärzt, die an Deutschland vorgegeben. Es gibt ganz viel Feierabend. Mir von den über 50.000 Ausländer, letzte Woche der Tat und Flüchtlinge, für kreativen fundiert von letzte Woche Dauer hat müssen auch schon letzte Woche Bier war. Mir viel warten, dass die Regierung der Polizei, dass das so gestoppt wird. Schließlich würden die Union lang steuern, aber der Ungewalt auch nach einem losgehen. Klingt direkt nach 3 Minuten letzte Woche schon mal. Am Donau ging wir an den Abend da. Nämlich Deutschland-Kritik des Abends. Die Wahl wird das gestoppt, ob schon letzte Woche jahrelang Schreiben geführt. Herr Klinker, die sagt das nicht so immer. Das ist immer so froh. Ich bin froh, was man letzte Woche. Die Wahl hat sich letzte Woche damit tun. Die Wahl kriegt damit der letzte Woche schon mal weiter am Schauner. Hat der froh, am der Station, dann da der Studie anwenden, also letzte Woche am Anfang, weil schon mal schwer, weil die nächste die auf Fruchtjagen gibt, die auf Fruchtjagen, weil die Geld genug hatten, Leute führen, aber die gesamte Familie Kraft, die nach Kreis allein. Dafür müssen die am Anfang kommen, dürfen der Mutter beschwert werden. So das Ganze. Ma gi schon dat den Kich Christian gin.
Okay. Merci, Madame Kiesmöller, dat zur Kenntnis. Was gibst du als dann 2-3 wieder dazu sagen? Ich meine dat nicht, weil ihr nicht so direkt frohen für mehr Interventionen. Ich meine dat von den Staatsschulden, das leben so viel und wir müssen an die Situation kommen, dass der Staat sieht, wenn ich eine Schuld abholen, geht dat man nicht all die Schulden, die man lucken nur der Aufhänger zurück, wenn er sieht, ich schuld nächstes Jahr eine Schuld ab, dann musst du nicht denken, noch nächstes Jahr und die Schuld zurückbezahlen, für das dann 10 Jahre zurückbezahlt tun. Alle Menschen am Land, all Betrieb und auch allgemein, wenn sie eine Schuld abhält, muss können beweisen, wenn sie die Schuld gerne hat, dass sie es auch kann zurückbezahlen. Und der Staat muss auch einfach auf den Weg kommen, dass dann in Zukunft neue Schulden auch Kapital zurückbezahlt wird. Die anderen 2 Interventionen, dat von den Grenzgängern, also ich meine, Schuld ist nicht, dass in Deutschland bemmel den deutschen Schuhmarsch geht. Das ist einfach eine Normalität. Das heißt, in den Hai am Land lief geht der Lützburger Schuhmarsch, in Deutschland geht den Deutschen, an den Franzosen geht der Französische. Aber was nicht eine Normalität ist, und das was wir müssen bekämpfen, das ist, dass man eine Wohnungsbaupolitik in Lützburg macht, das kann eine Wohnung hier leisten, gezwungen ist, an Deutschland zu gehen. Das ist der Fehler. Mit jedem Weiß, wenn er an Deutschland geht, da fällt er in das Gesetz von dem Land. Auch ein Ausländer, den halb Lützeburg kennt, fällt in das Eisgesetz. Und das nicht nur, dass das mit dem Schuhmarsch ist, das ist auch mit dem ganz anderen, wenn ich keinen Schuhmarsch mehr kriege, ob in Deutschland ein Hartz IV oder ein Lützburg ein RMG kriegt, gibt es große Differenzen. Das tut auch Differenzen in dem, was denn das mit Steuern, mit Erbschaftsrecht zu dienen. Wenn er an ein anderes Land geht, dann fällt er in die Gesetzgebung von dem Land. Also das ist nicht der Fehler, das ist eine Normalität, dass in der Gesetzgebung fällt von dem Land, wo er lebt. Wir müssen als Politik gucken, dass wir Politik machen, dass den als Jung Leute nicht müssen selber zum Frontalier gehen, mit dass sie eine Wohnung hier zu Lützeburg fand. Das ist die Lösung von dem Problem. Die eine drunter froh, die als meine ich konfirmiert, was als Generalsekretär Alex gesagt hat, es gibt just Fleisch beim Lehrpersonal nicht pauschalisieren. Es gibt die eine oder andere Lehrperson, die Fleisch hier geht an das nicht so mischt. Ich meine, jeder von uns hat Erfahrung, und ich schon als langjähriger Bürgermeister an dieser Gemeinde. Ich muss aber sagen, dass die ganz groß, und das liegt nur bei 100% von den Enseignants, ganz engagiert sind und sich viel mehr machen, für die Kinder an den Schulen nicht Schnappes beizubringen, ob schon das Haut nicht mehr so ganz einfach ist. Merci. Da gibt man zum Abschluss kommen, da ist ein Nationalpräsident, ich gebe dann ein Schlusswort beten. Nerzieger. Daar een veel fotografen erbij, die we opbezullen. Dat wordt dat af. Dat kan zo met de antwoord. Het kan niet over kunnen controleren of je dat allereerst kan. Nee, zo weet ik dat. Daarna als we een boek krijgen, we zitten in de school van transport akkoorden, we zien de kummer van 8 uur kummer laten in Handelomba, die of 3000 zo. Wat doen we dan? Je zet aan het zwaar. Aan dat zijstraat is zo. Je voorzet van het verkleed. Daar zijn afgelopen, dan is het bij Polyschool, dus het aanbod gaat als de bestuurders, en dus geen vast tussen ogen. Je bent van dat aan je toegegaan. Ja, dan zegt het zo. Je bent gewoon de schede. Toen gezegd is dat kan ja goed geen ding. Als er goed geen initiatief wordt, als er goed een ijs wordt, discipline.
Vielleicht kurz zu antworten, die Lechtfroh als Professor Problematik überlegt, gesucht als ein ganz klar, präzis, aber responsabel Position an der Partei werden weiter vertreten. Der Burger, will ich präzisieren, das limitiert sich auf Burger, nicht auf Fußball. Ja. Gut. Die Damen, die Herren, die Richter, die Herren, als ein Tretter schon ankommen. Trotzdem gebe ich gerne nach 2-3 Worte so. Wir hatten einen ganz schönen Kongress. Ich habe selten so eine Qualität von Reden gehört, manchmal ausgeklammert. Sollen sich nicht selber löwen. Ich will aber auch der Gemeng Freising merci so, dass wir das Saal tun. Das war nicht selbstverständlich, weil wir sind ziemlich spät, kurzfristig beigegangen. Auch von hier aus merci. Ich muss aber nach 2 Leuten merci so, da das ja Ming neue oder was heißt Ming als neue Präsidentin von der Frauen. Ich so ja aber nicht merci, weil die Präsidentin von der Frauen ist. Sie ist auch Mam von dem kleinen Däierchen, was da auf dem Plakat gesehen, aber da auf ihrem Tisch 4 nicht gesehen. Ich hatte gefroht, ob sie mir so könnt, wenn der Pap wäre, aber so hat du gesagt, das gibst du es nicht so. Dir wird auch an Zukunft de Piki so hechte klengen mit Dachs gesehen bei Eis. An den Doen, den bei ihr im Tisch steht, den dürft ihr selbstverständlich mal heimholen, a spätestens ausstregete Giers. Dann den zweiten Merci geht an Präsidentin von der Adrenalin, die auch nach Meng Sekretärin an der Partei ist, an die sich wie immer ich will nicht so abgerappt wird, aber furchtbar engagiert wird, für das Datei alles klappt, an dass das Mikro geht, dass Tischer flott dekoriert sind, mit der Hölle von verschiedenen Damen, an auch ein paar Herren haben mitgeholfen. Und ich wollte ihm stellvertretend auch merci so am Namen der Partei. Nee, du kriegst Kekus. Ich weise nach auf 2 Events hin, die das Partei an diesem Jahr schon programmiert hat. Das ist der 5. Juni heißt Familienfest zu Izi an der Scheier. An den 16. Juli, also immer und mich spät, der Lützeburger Abend auch an der Scheier. Ganz zum Schluss eng Bemerkung, dass ein kleiner Bücherstand dabei ist von Membern von uns, das hat nur direkt mit der Partei nichts zu tun, aber sie hatte gefragt, für die Bücher von sich ablehnen zu können. Ich gebe euch dann im Moment von dem Kongress, nachdem es mir wirklich nicht bang ist, nachdem was ich alles gehört habe, im Eispartei, dass wir bang im Lützeburg, aber nicht im Eispartei, gebe ich euch invitieren, auf ein Aperitif an den Raum neben drüber, wo wir den Kaffee geholt haben, zu gehen. Und danach hoffe ich, dass wir schön gemütlich mitessen haben, wo wir auch allen ein Jahr über all die Punkte diskutieren und schwätzen können. Ich sage nicht merci für Ihre Anwesenheit. Ich gebe dann noch ein Merci so und dann Heimat wird der Kongress dann abgehoben.